Vielleicht der Schreiber jetzt hätte ich so fast übersehen, dass er eigentlich schon lange 8 ist. Warum schreibt denn keiner im Chat was? Warum schreibt denn da keiner was? Hey, 8 ist. Normalerweise sage ich, hey, 8 ist, wo ist denn? Du bist 4 Sekunden, 8 ist, wo ist denn? 8 ist, wo ist denn? Goddammit, wo ist denn? Oh Gott, wo ist denn? Es ist 8, wo ist denn? Ist fast 1 Minute nach 8, die Kinder. Warum schreit da keiner? Warum schreit denn da keiner? Weil hat der Scheißdreck im Chat hätte jetzt fast übersehen, dass 8 ist. Jetzt Moment, jetzt muss ich jetzt mal eine züdeln. Nein, ich hab's leider schon auszüdelt. Moment. So. Warum da immer ein Schrammzähler liegt, das weiß ich nicht. Und ein Papierfetzen liegt auch da. Und dann fällt mir erst nochmal ins Viech rein, bis die Leute überhaupt kapieren, dass ich da bin. Okay, sie haben schon kapiert, dass ich da bin. Nein. Habe die RRRRRT, bin heute auch wieder am Start. Hashtag Geldgeiler Wichser XD. Herr Meinmeiker, erstmal merci. Zweitens, mir führen mir jetzt folgendes ein. Bevor ich nicht alle Leute gerüst habe, jeder, der da schon mit Geld schmeißt, ist ein Popo-Mann. Wenn wir eigens dafür, werden wir jetzt sofort den Hashtag Popo-Mann, geschrieben mit B-O-B-B-O-Mann, Hashtag Popo-Mann, einführen. Ist, okay? Nein! Florian Popo-Mann. Siehst. Merci Flo, merci Meinmeiker. Habe ich übrigens der Birger an diesem wunderschönen Mittwochabend 20 Uhr am 26.20.2022. Irgendso, Herr Gabriel, bin auch wieder da, vergesst wieder 5. Chills, das war am Montag schon wieder so dermaßen über alle Maßen zwei, dass wir uns das heute sparen können. Sparen wir uns bitte. Spart euch euer Geld, schreibt lieber Popomann im Chat, passt. noch ist der Chat aktiviert, dass ihr fast eine schreiben könnt, was möcht's. Wenn wir mir in Phase 1, 2 und 3 übergehen, die ich nachher sehr ausführlich versuchen werde zu erklären, dann wird der 60-Sekunden-Modus eingeschaltet. Das gefällt mir übrigens sehr gut. Das ist ein Hit, der Twitch hat neue Farben. War's hier schon immer? So war das eigentlich nicht gedacht, dass ihr euch dann feiert, dass der Popomann seid. Bin ich der Hashtag Bobomann. Schön Ruas aus Österreich. Der Bobomann. Bester Hashtag jemals, der Bobomann. Oder merci, jetzt habe ich den Namen überlesen. Merci, Leute. Bitte, chillt's mit den Beträgen. Birka, merci dir. Wer war jetzt das da? Nein, das war der Herr Gabriel. Moment, ich muss noch das andere Fenster aufmachen, sonst geht da nichts. Streamlabs, das machen wir zu. Das lassen wir laufen, das brauche ich. Moment, einloggen. Dann wird erst mal ein Haufen eingerüstet. Leute, vielen Dank, jetzt schon mal. Moment, wer war jetzt das? Bin ich der Schienfekter? Merci für den 10er, Alter. Flo, merci, Meinmeiker, merci an den Rest, weißt du selber, was ist. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir es ganz klassisch. Dann fangen wir mit dem Chat auf und machen wir erst einmal ein. Habe die Ehre an. Den Meinmeiker, den Herrn Marder, den Adamski, den Maxi Jodl, den Adrix, den nächsten Popomann oder der Popomann Level 2. Oida VOI geil. Wollt schon am euer Bobomann sei. Merksche. Beste Brudi, küsst dein Bandschein von unten nach oben. Alle. Bobomann. Ein Bobomann ist ein guter. Merci, jetzt chillt's mit dir ohne Scheiß jetzt. Serious, I'm serious. An den Adrix, an den Ben Live, an den Simon Eichberger, an den los mit dir. Swag. Habe die Reihenfolge bis Squad, bester Squad. Ab in den Chat, Mr. Swag. Der übrigens auch Popomann ist jetzt. An den Boxsäckel-Kali, an den Fabian, der Julian, den Toni, den Timo, den Schwarzgors Hermann 1.0. Der Schwarzgors Hermann 1.0. Was denkt ihr euch manchmal bei euren Namen, Kinder? Der Mottl, der Valentin, der Lukas, der Hartl, der Nico, der Adamski, der Marinus, der Harry, der Strobler, der BMXer, sein Wichser, die Stefanie,
Leubel, dann mit Sicherheit mehrere Stefan ist da, kennen Sie gar nicht aus, wie was es ist. Herr Geibiffi, vergesst für den Zwickel, Birger Christin Bobomann, Bubbelibub, der Bubbelibub, Bubbelibub, der Popomann. Damit das Niveau da ist, was hingehört, machen wir jetzt eine Viertelstunde lang. Popomann. So. Habe die Ehre an den Herrn Markhauser, an den Herrn Simon, an den Fabian, an den Malekes, an den Schwarzkos, Hermann, den haben wir schon gehört. Hardy! Popomann. Nicht Man. Popomann. Merci dir, Alter. Habe die T-Raute Boboman. Boboman. Alter, jetzt. Woody, nein! Liebe, ich will Ich will ein Kind von dir. Da ist zum Beispiel, wenn wir gerade diese Diskussion haben. Woody, Sportler der Gate. Sportzeit kann ich alle Eier gehen. Popoman kommt ja nicht aus der Schweiz und singt was von einem Chihuahua. Das ist der DJ Bobo-Man. Der passt schon, merci. Der Woody ist zum Beispiel, wir haben gerade so eine Diskussion vorhin, bevor der Stream gegangen ist, wieder mal im Chat gehabt, so, scheiß Preisen. Ich möchte hiermit klarstellen, dass wir mir keine von denen Leuten sind, die sofort alle über einen Kamm scheren. Du bist erst dann ein Preis, wenn du die verholst wie ein Preis. Der Woody zum Beispiel ist keiner. Weißt du, er gibt sich Mühe. Können wir die App auch in Hochdeutsch bekommen? Nein! No, Mr. Swagger! Merci voll bis gut Beste. Alter, chillt halt. Chillt. Merche, Vollbier Squad Beste 4 Head. Merci dir. Warum? Das hört einfach sowieso nicht auf. Beste Forehead. Ich weiß nicht so genau, was Forehead ist. Außer bei That's What She Did. Egal. Wo haben wir stehen bleiben? Was dämmen wir mir heute? Eins nach dem anderen, Kinder. Harm Engelke. Könnt man die App auch auf Hochdeutsch bekommen? Grüße aus dem Norden. Hashtag Popomann. Es war nie gedacht, dass verschiedene Sprachen in der App gibt. Dementsprechend ist sie darauf nicht ausgelegt. Das war technisch ziemlich einfach umzusetzen, aber ganz ehrlich, ich lese euch jetzt einmal kurz ich brauche nicht vorlesen. Es gibt mittlerweile über 100 Standardaufgaben. Ich habe heute den ganzen Nachmittag damit verbracht, die Kommentare durchzugehen und Aufgaben einzuschreiben, alles nur einzuschreiben, was mir nur eingefallen ist. Es gibt über 50 neue Trinksprüche und so weiter. Wenn ich jetzt nochmal hergehen muss und diese wahrscheinlich 200 Zeilen, was weiß ich, wie viel Ding auf verschiedene Sprachen zu übersetzen, dann bringe ich mich um. Ich sag's dir, wie es ist, dann bringe ich mich um. Frau Sieber! Oh Gott, Hashtag Diskriminierung. Ja, hast du natürlich recht, Popo-Frau. Aber nachdem ich Leute begrüßt habe, ist man ja kein Popo-Mann und kein Popo-Frau mehr. Popo-Frau. Lecker, das ist wirklich wie im scheiß Kindergarten. Aber ich find's geil. So. Der Meier fragt wieder, wird's die App nie auf iOS geben? Nein. Warum? Schaust du in den letzten Stream oder erkläre ja halbe die Stunde lang wirklich sehr ausführlich, warum. Hashtag Dunstabzug, Alter. So, jetzt passt's auf. Was ist der heutige Plan? Ich habe ja wie am Montag schon angekündigt, wir machen heute wieder einen Blätschmerz. Bin mir nicht so ganz sicher, ob wir da damit 2 Stunden füllen, weil ihr habt so viele Kommentare unter den letzten Stream oder unter das Video nachträglich noch geschrieben, dass ich da morgen wahrscheinlich nicht fertig wieder mit alle durchzugehen und sowieso niemals alle Aufgaben da so reinkriege, wie das sei. Also dementsprechend entschuldige ich mich gleich einmal für die Leute, die da posten und es vielleicht nicht ins Spiel schaffen. Ich kann nicht alles, ich geht nicht alles. Neutral und so, hahaha. Ja, Flo, da wo du recht hast, Popo-Person. Ja, bitte, ein wenig Popo-Person. Das ist übrigens ein übertrieben geiles Schimpfwort. Stellst dir vor, du bist irgendwo in der Disco. Ja? Und dann kommt es halt zu diesen typischen Auseinandersetzungen so um 2 in der Früh, wenn sie die Halbstarken aufmandeln und meinen, es wird zum Schlägern. Und, du stell dir mal vor, du sagst so diesen typischen Schlägerspastis. Raus mit der Viecher. Preisen raus. Nur die sie verhalten wie ein Preis, Mr. Swag. Naus mit die Viecher, naus! Merci dir, Alter. Und dann stellst du mir so vor, er ist voll serious, Alter. Was meinst du, wie du die Leute triggerst?
Was meinst du, du hast instant eine in der Fresse, das garantiert. Wenn du wirklich möchtest, dass die Person, du kommst dem Ganzen, also es ist so, ich bin massivst gegen so Auseinandersetzungen und Schlägereien sowieso, ich war ja nie wirklich verwickelt und so weiter. Und dann, aber wenn du irgendwann nicht mehr rauskommst, ja, irgendwann, da ist jeder irgendwann einmal in so einer Situation, als Mo zumindest, dass du da, der möchte einfach mit Gordon aufs Maul hauen. Aber er haut da keine aufs Maul. Weil er genau weiß, wenn er als erster zuhaut, ja, ich meine, soweit denkt dann der besoffene Idiot, denkt das schon noch, aber du kriegst ihn dann dazu, weißt, er mault dich voll, oh, du Hurensohn, ich hau da aufs Maul, blablabla. Und dann kommst du daher und sagst zu ihm, was möchtest du denn? Du Popo-Person. Ich schwöre mir Gott, bevor du das Wort fertig gesagt hast, hast du ihn in der Futzen drin. Ich garantiere es dir. Und dann kannst du ihn verrammen. Gehen. Ich bin ein Rasensprenger. Richie! Meine Leber rebelliert schon beim Gedanken. Ja, so ist er. Das ist ja der Sinn der Sache. So. Ja, wir haben über 100 Standardaufgaben. Wir haben ca. 25 Festival- und Volksfestaufgaben. Wir haben über 60 Trinksprüche. Über 100 Pantomime-Begriffe und ich glaube 30, 40 so Gurgellieder, Gurgelmelodien. Also, Herr Müller! So Besucher vom Bumshof, ich hat's, was? Bergfest. Oh, ich hat Bergfest. Fest. Kannst du dir Hashtag eintüdeln, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. So, wir haben übrigens 15.000 Installationen. Ich bin stolz wie ein kleiner Schulbub, sag ich ganz ehrlich. War wahrscheinlich natürlich nicht zustande gekommen, wenn die App was kosten darf. Das ist mir auch bewusst und wahrscheinlich hätten wir 20. Herr Engelke, vergesst wieder gesehen, merci dir. Mau. Und wahrscheinlich hätten wir 20-30% mehr. Ich gehe jetzt einmal von 3.000 Installationen mehr aus, wenn sie es nur für iOS geben darf. Wird es aber nicht geben. Ja. Ich bin jetzt der Meinung, die Standardaufgaben, das sind 104, glaube ich. Die klangen so gut wie. Und da, wenn ich morgen noch mit Kommentare durchgehe von in How to Sauf Spiele, ihr könnt bis morgen Nachmittag da ihr könnt immer da posten, was euch einfällt. Weil mein Plan ist folgender. Jetzt ist es so, jetzt ist Space frisch, ja? Und nehmen wir so, ja, Gerwin, bin auch mal wieder da. Merci dir, welcome back und vergesst für deinen Zyklus. Wir erklären das jetzt nicht, ohne dass ich das so bescheuert habe. Mir fällt kein anderes Wort nicht ein, so ist es eigentlich gar nicht gemeint, aber jetzt gerade, es ist ja ganz frisch, ganz neu. Der Hype ist größtmöglich. Ja, größer wird er nicht mehr, wie nach dem Wochenende jetzt. Außer es geht irgendwie viral, wie so manche andere Dinge in den letzten 2 Jahren auch. Kann auch passieren, ja, kann man nie ausschließen, ich glaube es jetzt nicht, aber mit 15.000 Installationen bin ich relativ zufrieden. Ich war ja einem Chris, habe ich geschrieben, was habe ich ihm geschrieben? Ich rechne mit 500, über 1000 da ich mich freuen. Das ist nicht einmal gelungen, da kann ich einen Screenshot zeigen. Aber ich denke, mit 1000 Installationen war bombengeil beim 15.000. Dann habe ich gedacht, oh my God, what the fuck? Geile Nummer. Ja, jetzt darf ich sagen, haben wir auf alle Fälle... Was ist denn los mit dir? Jonas vergesst gerade für den Mitgliedschaft. Ich bin ein Der war nur für die. Rasensprenger. Das finde ich eigentlich immer ziemlich asozial, wenn ich das tue. Das tut mir wirklich leid, da denke ich manchmal nicht nach. Herr passt schon! Natürlich bin ich ja gern Spender. So gut trainierte Leber. Keiner möchte dein Leber, passt schon. Juckt der Beideltringer Seidel. Kaufst du halbe. Herr Flo, vergesst für den Zwickel, das werde ich machen. Übrig, der Trinkspruch ist schon drin. So. Was man definitiv noch brauchen kann, mein Gott, ich dazu gehen, was jetzt sein leid. Wir schaffen doch mehr wie 164 Daumen hoch. Schaffen wir mir für den Bumsuff, für Popo Mann, Popo Frau, Popo Person, Popo Cannabis-Hacks. Von mir aus, wie gesagt, identifizierst du als Cannabis-Hacks. Gebt's mir einen Daumen nach oben. Ja, ich bin jetzt so einer von den typischen YouTuber, die um Likes betteln. Betteln, bitten. Ja, nicht betteln. Dankeschön. Merci Leid. Chills. Popo-Kind. Ja, Popo-Kind ist auch nicht schlecht. Also ich sag das ganz ehrlich, das Wort Popo kombiniert mit fast egal was für ein Wort ist, gar nicht so schlecht. Zum Beispiel Popo-Trompeten. Muss nur schauen, dass kein Lefi für mich geht. So. Mir kann man brauchen. Herr Schiller vergeht's gut. Mir kann man brauchen ein paar Lieder.
zum Googeln, für die Google-Aufgaben. Dann, es gibt, glaube ich, über 100 Pantomime-Aufgaben, die haben ja nicht wirklich schwer, sich da welche auszudenken. Die haben, da findest du auch tonnenweise im Internet. Ja, da brauchen wir auch keinen Hehl drum machen, dass ich da natürlich ein bisschen umeinander googelt habe, was da so es gibt, das ist auch klar. Und hab's noch erweitert um alles, was irgendwie in... Jonas! Warum denn? Grüß aus dem Moorburg, vielleicht kennst du das ja. Ja, kenn ich. Hört halt jetzt auf, was ist das? Kafta Ankasten und Grias aus Moorburg, VLLT kennst as ja. So, jetzt pass auf, jetzt haben wir einen Stundenlohn beieinander von 400 Euro. So viel kann ich sagen. Das glaube ich klang nicht, weil da ist YouTube nicht einmal dabei. Leute, merci. Oder 20 ist 2 und du weißt es, vergeht's gerade, aber davor werde ich meinen Kasten Gustel genehmigen. Das werden wir tun. So, jetzt darf ich gerne endlich erzählen, was ich erzählen darf. Mein Plan ist folgender. Zum Wochenende hin kommt das erste große Community-Update. Ja? Mit viel von euren Aufgaben, viel von euren Trinksprüchen und so weiter. Dann ist, ich sage jetzt mal 70% der Inhalt von mir, 30% von euch. Dann schraube ich da und da noch ein bisschen umeinander an die Pro-Gamer-Schluck und an der Wahrscheinlichkeit fürs Stamperl und diesen ganzen Scheiß. Einfache Sachen, ein paar Rechtschreibfehler habe ich korrigiert und so weiter und so fort. Und dann kommt zum Wochenende das frühe, nennen wir es Community-Update mit diesen ganzen Aufgaben fürs kommende Mal. Birko! Aufruf, Käserap! Ja, da müsst, weiß ich nicht. Nein, jetzt ja. Warum denn? Warum tun sie das denn? Stop it now! Jonas! Ist der Beste. Na, ihr seid die Besten, weil ihr euch meinen Scheißdreck jetzt. Ist falsch rum. Merci dir, Alter. Und die verlieren wir erst Gurgeln, haben wir schon. Prosit Gurgeln haben wir auch schon drin. Ist alles schon drin. Moja Maxi, Alkohol und Sonnenschein, Schnacksel und Besucher sein, wir bleiben unserem Motto treu, gamsig, pervers und Arbeit. der ist noch nicht drin. Aber ganz ehrlich, ja. Wenn ich euch jetzt wieder eine halbe Stunde vorlese, was für Trinksprüche reinkommen und welche nicht, das hören wir uns heute auf. Das wird heute folgendermaßen laufen. Ich bin aber noch nicht fertig mit Verzeihen. Und wenn das jetzt nicht eine Ruhe ist, mit der scheiß du nicht rein, mach ich da nicht. Was ist denn los mit dir? Zombiebrut, Weltenfresser! Vergesst wieder Mitgliedschaft, ab in den Chat. Keiner braucht das schreiben, schreibt Habitäre Zombies ab. So, jetzt machen wir einen Ton aus von den Donations, weil es mir jetzt selber nervt. Jetzt ist eine Ruhe, Kinder. Eine Ruhe ist jetzt. So, ich erzähle jetzt. Dann ist das erste Community-Update fürs Wochenende. Ja, so ist dann die Bumsuf 1.0-Version, wie man sich vorstellt. Ja, meine Aufgaben, tippitoppi. App funktioniert im Grunde ganz gut. Leute, jetzt hört endlich auf. Ich lese nicht mehr, weil es mir jetzt wurscht ist, ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, das wird jede Woche wird lästiger. Merci. So. Zum Wochenende hin. Dann ist jetzt natürlich der Hype, nennen wir es jetzt einfach einmal so, weil neu und so weiter, am größten und 15.000 Installationen. Super toll, freue mich wie Schnitzel, ist eh klar. Dann bin ich mir relativ sicher, dass das Spiel ab jetzt wahrscheinlich für immer, für die nächsten Monate und Jahre, wenn nicht immer, irgendwo installiert ist und immer wieder irgendwer mal spielt. Und theoretisch ist das auch völlig ausreichend. Das hat schon viel mehr Leute erreicht, als ich mir das dachte. Dass es auf 15.000 Geräte installiert ist, hätte ich niemals kommen sehen. Das Ganze motiviert mich natürlich aber dazu, das Ding ein bisschen besser zu machen. Ja? Ich meine, es funktioniert so, wie es soll. Es macht, glaube ich, eine Gaudi, ist für ein, 2 Abende ganz gut und dann kann man es wieder ins Eck hinterlegen und in 3 Monaten wieder spielen. Ich hätte gern zum Beispiel dann ein größeres Update Richtung Sommer. Ja, wenn die Volksfeste angehen und wenn die Festivals angehen und so weiter und so fort. Und da baue ich dann, der Plan ist zumindest bis jetzt einmal Button-Sounds ein, man kann eine Hintergrundmusik ein- und ausschalten. Vielleicht sogar die einen oder anderen aufgenommenen Sprecherl von mir, die man dann hört. Sicher nicht, wenn ich das technisch irgendwie hinkriege, weiß ich nicht. Normalerweise müsste es ganz einfach sein. Dann, dass man ein- und ausschalten kann, was für Typen von Aufgaben man haben will. Also nur Standardaufgaben, aber lasst zum Beispiel die Telefonaufgaben weg, lasst zum Beispiel die Google-Aufgaben weg oder lasst die Pantomime-Aufgaben weg. Man kann sich das dann so zusammenklicken, was man haben will und was nicht. Und vor allem die Telefonaufgaben hätte ich gerne noch so strukturiert wie die Google- und Pantomime-Aufgaben, dass ich bloß noch eine ewig lange Listen von Begriffen habe. Das ist bei
die Telefonaufgaben noch nicht so. Hansi, vergesst für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe ich ihre Hansi. Den kriegt weiterhin jeder, der Mitglied wird. Das darf man sich nicht aufhören. Das, wenn ich mir jemals aufhöre, dann, ja. Ja, das ist der Plan. Und das dann irgendwann Richtung Sommer. Denn in Mitte März voraussichtlich steht fürs ganze Jahr videotechnisch eine Art Contentwechsel an. Zumindest für die breite Masse. Streams gingen ganz normal weiter. Das werden wir weiter durchziehen. Montag, Mittwoch, wie wir es gehabt haben. Aber es kommt eine neue Art von Video, was eigentlich gar keine Videos nicht sein, aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. So viel zum Plan mit der App. Okay, das heißt, am Wochenende kriegt ihr das Community-Update, was wir heute noch mal machen und was wir am Montag gemacht haben und was ihr alles in die Kommentare eingeschrieben habt. Ich mache morgen Herrn Trebert! Vergesst Gerede, ab in den Chat, ab der Trebert. So. Gute Frage. Herr Big Lümmel, wie weiß ich, ob meine Aufgabe drin ist? Ganz ehrlich, ich fange mir nicht an. Ich wird mit Aufgaben und Sprich zugeschissen, da muss ich jetzt einmal ganz ehrlich dazu sagen, da war 80% Rotzes. Da war 80% unbrauchbarer Mist ist. Ja, also, keine Ahnung, da wo ich entweder nicht verstehe, was wollen von mir oder Trinksprüche, die sich nicht reimen und lauter so ein Scheiß. Muss ich das schon mal auseinanderfiltern auf 5 verschiedene Plattformen. Im Discord, in Facebook, unterm Video, unterm letzten Stream, in die Chats, in überall und keine Ahnung. Und wenn ich mir dann auch noch anfange, dass ich jedem Einzelnen zurückschreibe, das habe ich ganz am Anfang, wie das Video gekommen ist letzten Freitag, habe ich gemeint, das muss ich machen. Ja, ist drin, das ist die meine, Alter, nein, null, Alter. Ich schreibe euch nicht alle einzeln, oh ja, das ist drin. Das müsst ihr einfach selber herausfinden dann. Also keine Ahnung, da kriege ich einen Schlaganfall. Da kriege ich den Schlaganfall, wenn ich das auch noch tun muss. Und dann weiß ich nicht, dann kann ich mir Arbeit kündigen und kann die ganze Woche bloß noch Bumsuf programmieren. Ja, dann muss ich aber auch 10 Euro dafür verlangen. So. Herr Donner, was hältst du von den neuen Klapphandys eigentlich? Was für scheiß Klapphandys? Also die komischen Display-Klapphandys, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Ich hab kein Handy. Also ich habe ein Handy, aber das liegt irgendwo rum. Da liegt's. Pass auf, das kann man nicht mehr einschalten. Da. Sony-Handy. Und daneben liegt der 8 Jahre jetzt HTC One X. Das Sony-Handy ist noch nicht mehr eingerichtet. Das, wenn ich einschalte, geht das überhaupt? Oder das hat sogar da eine Spider-Man-App. Schöne Spider-Man-App. Ich kriege über die alten Handys von der Bürgerin. Den ich mir nicht her, weil ich es nicht brauche. So. Wie machen wir das heute? Das am Montag ist ein bisschen leicht im Chat-Chaos eskaliert. Plus, ich sitz mir halt nicht her und schreibe die Aufgabe dann live in diese theoretisch XML-Listen, in diese Arrays ein und ihr schaut mir da dabei 10 Minuten zu, wie ein Satztyp und mir das irgendwie ausdenken. Dann machen wir das halt ganz anders. Wir aktivieren jetzt dann den langsamen Chat-Modus. Dann kann jede Person bloß alle 60 Sekunden lang eine Chat-Nachricht schreiben. Das ist Phase 1. Dann werde ich das Thema ansagen. Das heißt, entweder wir brauchen auf alle Fälle noch Festivalaufgaben. Erkläre ich dann ausführlich, was das ist, was ich mir da denke dabei und überhaupt und sowieso. Und da haben fast noch keine gekommen. Also da haben von euch fast noch keine drin. Und insgesamt sind es, glaube ich, bloß 24 oder 25 so Volksfestaufgaben. Erkläre ich dann damit, was ich meine. Dann werde ich das nicht abtippen und so einen Scheißdreck, sondern ich kopiere mir das dann da aus dem Chat aus, was dann hoffentlich funktioniert mit dem langsamen Chat-Modus und kopiere mir das einfach in eine Textdatei ein. Kopiere mir das einfach schnell mit samt Namen in Steuerung C, Steuerung V in Textdatei und morgen Nachmittag gehe ich die Scheiße durch und baue das da rein. Okay? So, das ist soweit der Plan. So viel wie ich heute bis zu dem Community Update 1.0 da reinkriege und dann war's es fürs Erste. Birger, bekommst du eigentlich auf den Namen Bumsuf, weil wir mir unsere Räusche so genannt haben früher. Alter, leg mir mal schon da wie am Wochenende einen Bumsuf gehabt, dass du sagst, gibt's das? Und deswegen nenne ich mir jetzt auf Bumsuf, ganz einfach. So. Und da ich sagen, fangen wir an. Oder? Fangen wir an! Was halten Sie davon? Achtung! Ihr müsst jetzt da eine Benachrichtigung kriegen.
Langsamer Chat aktiviert. Zumindest in YouTube. Auf Twitch geht es ja nicht so unfassbar krass zu. So. Ab jetzt kannst du nur noch eine Chatnachricht alle 60 Sekunden schreiben. Was wir mir brauchen. Ich mache jetzt da mal den ganzen Cast dazu. Machen wir eine Textdatei daher. Ich muss ja nicht einmal schön ausschauen. Aufgaben, Community vom 26.02.2020. Das der mal da her. Das der mal da her. So. So. Und jetzt. Was machen wir als erstes? Aufgaben. Festivals. Volksfest. So. Was ist da eigentlich? Ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob jeder richtig checkt, was ich da damit meine. Und zwar. Mit Volksfestaufgaben und Festivalaufgaben ist folgendes gemeint. Normalerweise sitzt du ja da in deinem Freundeskreis. Ja, und viele Leute verstehe ich auch, mengen nicht, dass sie die Aufgaben dazu bringen, irgendwelche fremden Leute anzuschreiben. Mitzwein! Aber ja, der Chris darf für das nächste Update schon ein wenig Wamperer zeichnen. Mehr Realität beim Bumsuf. Chris, hörst du das? Vielleicht habe ich aber auch 14 Kilo abgenommen, Mitzwein. Who knows, Alter? Who knows? So. Das heißt, da möchte ich Aufgaben haben, die fremde Leute mit einbeziehen, wo du halt irgendeinen peinlichen Scheiß machen musst. Aber nicht so penetrant peinlich, dass du Gefahr laufst, dass du eine aufs Maul kriegst. Was im Volksfest durchaus passieren kann, wenn du fremde Leute irgendwie blöd anredst oder sowas. In Festivals ist das eher weniger der Fall, weil da jeder wahrscheinlich mitmacht. So. Darum. Zum Beispiel so eine Festivalaufgabe, die wir uns ausdenkt haben, ist Lügenbold. Merci dir. Keine Ahnung, du gehst zum Nachbarzeitplatz oder zum Nachbartisch und trinkst mit jeder einzelnen Person Prost. Für jede Person, die nicht mitmacht, trinkst du einen Schluck. Verstehst? So meine ich das. So. So. Und ganz wichtig dabei ist, die Aufgabe muss so konstruiert sein, dass die am Volksfest und am Festival funktioniert. Ja? Das heißt, gut, Franziskarisch rein. Jetzt pass auf, jetzt scroll ich da mal auf. Festknä. Festivalaufgaben. Schrei Franziskaren, hoffe auf eine Antwort. Komm keine, trink aus. Sehr schön. Schrei nach Helga. Immer wieder klar. Ja, im Volksfest nach Helga schreien macht keinen Sinn. Der Pauli. Aufgabe Festival Volksfest. Eulenstecher. Jeder versucht die grausigste auf dem Fest anzureden. Der Verlierer saufen ein Bier auf Ex. Das ist hart gemein. Das der man nicht. Der Bauer steht vom Scheunentor und pinkelt durch die Ritze drinnen, fällt die Sense um, ab es seine... Keine Trinksprich! Jetzt sieh mir zu, was ich sag! Peinlich aufgehen, Hosen runterziehen und schreien, schau mich nicht an! Nein! Und das hab ich... Das ist ja Beispiel. Adamski. Psuffer spulen, zum anderen DJ gehen und wenn da eine Frau hockt, die fragen, wie viel Striptease kostet. Was meinst du, wie sehr du Gefahr laufst, dass du jetzt da eine aufs Maul kriegst von den Männern, die dabei stehen? Festivalaufgabe. Hast x Minuten, um eine Nummer zum klären. Schreibe mir mal auf. SSV Paul. Schreibe mir mal auf. Muss man vielleicht ein bisschen umbauen, aber hat Potenzial. So, jetzt scrollen wir mal oben. Auf dem Festival Slayer schreien oder am Volksfest Prost, ihr Säcke. Kommt der Gegenruf, 3 Schluck verteilen. Wenn nicht, saufst selber. Haben wir schon? Wobei, so haben wir den eigentlich noch nicht als Volksfest. Als Volksfest-Modus haben wir den noch nicht. Nehmen wir mit. Dass da schon wieder den Timestamp mit kopiert ist schon mal. Aber so geht das schon viel schneller. Volksfestaufgabe. Du springst auf Bierbing und fängst das Tanzen an und musst die anderen animieren, die es mitmachen. Maziman, der meine. Alles, was irgendwie das heißt jetzt noch nicht, nochmal, das heißt jetzt noch nicht, dass es automatisch dann in der App ist.
Auch wichtig. Ich kopiere alles, was Potenzial hat, rein, morgen entscheide ich nochmal, gefällt's mir nicht, wie auch immer. Schreibe ich um, whatever. Ja. Das bürgert sich hoffentlich so ein, dass Helga von Franziska abgelost wird. Das war natürlich toll. Bürgern, schrei so laut du kannst, Bürger, nicht Helga. Das verfehlt, das checkern die Leute nicht. Da haben zwei Unwissende auf Festivals. Stimme BVB, Hurensöhne. Nein, kein Fußball-Content, will ich nicht. Volksfestmodus, geh zum Nachbartisch und beschwere dich, dass du nicht besoffen bist, wenn da was ausgeben kann, wenn nicht, auf den Scheiß aus. Finde ich gut. Finde ich gut. Einfach mal beschweren. Ja, beschwer dich einfach mal. Ja, hat schon immer funktioniert. Richie, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Morgen werde ich nochmal drüber nachdenken. Volksfest. Alle Griechen in einer Minute so oft wie er kann unter eine Bank durch und der Schlechteste von der Gruppe muss ausdringen. Was tust du jetzt am Festival, wenn du keine Bank hast? Das habe ich gemeint mit, das muss auf Festivals, im Wirtshaus. Wo haben denn noch fremde Leute, wenn man beim Saufen sitzt? Festivals, Volksfest, Wirtshaus, was weiß ich wo. Da gibt's vielleicht kein Bing, weißt du schon? Volksfestaufgabe. Schaust da Papier, der Verlierer geht zum nächsten Sepp und fragt, ob er einen Schluck... Was? Das meine ich mit Leid, ich check nicht, was ihr mögt von mir. Steinschere Papier spielen. Der Verlierer geht zum nächsten Sepp und fragt, ob er einen Schluck kostet. Was? Versteh ich nicht! Festivalaufgabe. Von irgendeinem Typen Mädel die Handynummer besorgen oder exen. Ich bin mir nicht, diese Aufgaben mit Mädels anschmatzen oder halt irgendeine scharfe Person, die da gerade taugt, anschmatzen und so, die haben drin. Das ist der Hauptbestandteil dieser fremden Aufgabe. Der L-Jager, Aufgabe. Ich schreibe es mir auf, wenn es noch eine passt, der muss irgendwie eine. Aufgabe. Saufautomat mit andere. Ein Freigeist geht in die Bar und gibt da Runden für sie aus. Wenn er es schafft, eine mitzunehmen auf den Platz, müssen sie saufen. Wenn er es nicht schafft, exen. Ja, der Gedanke... Die Aufgabe ist so schon fast genauso drin, bloß der Gedanke, dass sie die Leute zu euch an den Tisch sitzen, der gefällt mir. Das werde ich mir jetzt so aufschreiben. Leute an den Tisch, Zeltplatz etc. holen. Festival oder Volksfest. Der Jüngste und der Älteste aus der Gruppe machen ein Wettrennen zum Klo und der, wo als erster wieder da ist, kriegt das Getränk vom Verlierer. Max! Merci dir für deine Mitgliedschaft im Vollbesquad. Ab in den Chat, aber die Max! Das mit dem Klo-Rennen gefällt mir gut. Ja. Klo-Rennen gefällt mir gut. Big Lümmel. Aber die Klofrau braucht nur ein 50er. Devil Deluxe! Jetzt hört halt bitte auf. Warum nicht mehr 10? Warum nicht mehr 10? Merci. Fang Herzen drin. Im Herzen drin. So ein Schnackel und hab nichts zum Trinken. Mann! Mann! Hab ich da was zum Trinken? Warte mal. Ja, ein kleines Lackerl war noch drin. So, ein bisschen muss ich mal wieder ein bisschen runterscrollen, sonst der Chat wieder hin. So, Volksfest Festival. Einmal durchs Zeit laufen und die einfach an irgendeinem sich sitzen als Kerz dazu. Ja, und weiter? Da fällt doch die Hälfte in der Aufgabe. Festival. Sein Schuh auf einen anderen schmeißen, wenn die abgeschmissene Person, die findet, du hast verloren und musst 5 Schluck saufen. Das darf ich eigentlich ganz witzig finden, aber Leute, da kriegt's nur einen Stress und ihr kriegt's alle aufs Maul bloß wegen mir, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich find's aber eigentlich ganz lustig. Volksfest, ein Kumpel muss eine Runden im Zelt gehen und an XD schalten und nach der Franziska suchen. Schreibe mal auf. Ich seh schon, ihr habt's einfach fett Bock auf die Franziska. Franziska, es tut mir so leid! Nein, eigentlich nicht. So, Trinkspruch. Jetzt geht es in dem Trinkspruch, wir brauchen eine Festivalaufgabe. Ihr dürft übrigens gern nach 60 Sekunden euer Ding nochmal posten, falls ich es nicht sehe. Festival Volksfest, der jüngste Älteste haben wir schon gehabt. Volksfest Schrei, wo ist ein Heisel? Für alle, die antworten, machst einen Purzelbaum. Viel Spaß, wenn du voll dicht bist. Ja, ein paar so Insider müssen wir einbauen. Wo ist ein Heisel?
Ja, aber da muss ich ein Purzelbaum mitten im Zelt drin und muss er da saufen. Das dichte ich dann schon dazu. Gefällt mir gut. Beschwer die lautstark über die Musik, dass so kacke ist. Hört die doch keiner. Autogrammstunde. Schauen, dass du möglichst für Unterschriften kriegst, pro Unterschrift einen Schluck verteilen. Finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Dann musst du klicken haben, dass die Leute einen Stift dabei haben. Wenn sie keinen dabei haben, ja, Pech. Elena, schreibe ihm auf. Herr Schwarzenegger, Aufgabe. Spieler A trinkt so viel Schlücke, wie er sie will kann. Spieler B trinkt das Doppelte. Die gefällt mir gut. Das ist zwar keine Festivalaufgabe, aber die gefällt mir gut. So, pass auf. Aufgabe Standard. Die nehme ich mit auf. Das ist eine gute. Das ist wirklich eine gute. Die gefällt mir. Also Herr Schwarzenegger, Schorschi, die kommt auf alle Fälle. Die gefällt mir gut. Die killt die. Die killt die vor allem im Pro-Gamer-Modus. Poppermann, Bier gepestet, Zapfenwerb, Special Greets, Frau Sieber. Frau Sieber, vergeht's gut. Special Greets zurück. So, Volksfestaufgabe. Du gehst an den Nachbartisch nach und nimmst irgendwem die halbe weg und trinkst einen Schluck. Kriegst du aufs Maul. Nehmen wir nicht. Zum Nachbartisch oder Zeltgehen fragen, ob sie den Stor gesehen haben und erklären ihnen, dass der Einstein heißt, falls sie sehen. Okay, das ist so dumm, das muss fast eine. Crossbot, schönes Ding. So. Der Jack Driscoll. Jack Driscoll, ist das nicht der. Jack Driscoll das ist doch Red Dead Redemption 2, oder nicht? Aufgabe: Bierisch kraxeln. Deren sieht leid weh, ich bin schuld. Volksfest, Festival, einmal durchs Set laufen und die einfach an irgendeinem Tisch sitzen als kratzt dazu. Leid liest so nicht. Lucky Maus! Vergesst gut für die Mitgliedschaft im besten Squad. Hab ich die ihre Lucky Maus. Bei den Chat habe ich die ihre Lucky Maus. So, was haben wir noch? Jetzt mal, wenn der Sänger den Titel vom Song singt, einen Schluck oder Schnaps. Ja, was tust du auf dem Festival? Da läuft zwar auf der Musik, aber nicht immer. Festivalaufgabe. Kannst du am Volksfest einfach nicht. Crowdsurfing und wenn du es nicht bis 4 Uhr schaffst, musst du deine Kumpel einen Abend ausgeben. Ich weiß ja nicht, wenn du vorne bei den Bands stehst und da Bums aufspeist. Wo möchtest du sonst Crowdsurfen? Am Zeltplatz. Das wird nichts. Kauf der Appalaner Spätzchen, grüß wieder den Leon Wolf, merci, Alter. Mitrag, grüß von Leon und von mir auch, boah. Vergesst nicht den Zickel, Alter. So. Ich muss scrollen schon wieder, weil der Chat schon wieder explodiert, trotz Ding. Festival. Auf Scheißhaus gehen und so durch, es hättest einen richtigen XSL Weißbier-Schieß. Und dann? Leute, die Aufgaben müssen schon enden, wenn du was schaffst oder nicht schaffst, oder die nicht traust, oder das nicht, dann trink x Schluck. Das ist die Quintessenz aus dem Saufspray. Was ist denn los? Festival. Wer zuerst den Preis findet, der einen bayerischen Satz beibringt, hat gewonnen. Geil. Geile Nummer. Mr. Minger TV, geile Ding. Weil auf Festivals und auch im Volksfest. Im Volksfest, weißt du, das ist geil. Im Volksfest wird es schwierig, dass du den Preis findest. Als im Oktoberfest. Und auf dem Festival wird es einfach, dass du einen findest und hast was zu tun. Nein, keine Aufgaben per Donation. Weil sonst eskaliert es völlig. Mag ich nicht. Ich kann es sowieso nicht, aber ich soll ihn da was auskopieren. Ab in den Chat damit, bitte. Merci natürlich. Bitte, hört endlich auf mit ihnen. Das ist ein Witz, Alter. Ich muss mir wahrscheinlich ans Hirn gegangen, wenn ich schaue, wie viel das schon wieder ist heute. Ich kriege einen Vogel. Wie spät ist es überhaupt schon wieder? Es ist nicht mehr 9. Was ist los mit euch? Burgi, ich lese trotzdem vor. Festival, Musikfest, Volksfest, Aufgabe. Dosenbier, Roulette. Jeder kriegt ein Dosenbier, eins wird voll geschüttelt und dann zirkt jeder eins. Ja, das ist, deine geil finden, aber das ist ja ein reines Festival. Was tust du am Volksfest? Ganz ehrlich, wer am Volksfest ein Dosenbier sauft, dem kann er Umdrehung geben. Festival, du hast x Minuten Nummer Franziska zum Finden, wenn ich. Geile Nummer. Geile Ding. Der Zukunft 248. Gute Aufgabe. Suche Franziska. Ja, dann, was sagt Bürgerin eigentlich, ob ich zu deinem Händel? Zu dem da? Ja, der recht begeistert ist nicht. Meistens geht es nur mit die Hundspazieren zwischen 9 und 10. Zwischen 8 und 10. Zu einem geht, der Gasmaus sauft und den dann fragen sie, wann wir in Bayern Norgel sind. Das ist gut, da findest du auf dem Festival jemand mit der Gasmaus mittlerweile. Ja, den SRC finde ich gut. Ich werde das übrigens alles ein bisschen umdichten, natürlich, dass das alles ein bisschen besser passt.
Adrix, geh zu einer Person und frag sie nach der Uhrzeit. Weiß die Person die Uhrzeit nicht, musst du dein Getränk exen. Ja, das ist eine einfache Aufgabe. Weißt du, für das kriegst du keine aufs Maul. Weißt du, das ist in Ordnung. Schreibe mal dazu. Weißt du, generell so das Konzept, geh zu einer anderen Person hin und fragst irgendwas. Wenn das eintritt oder das eintritt, sauf, hier dieses, da kann man viel draus machen. Vielleicht fällt da fällt mir mit Sicherheit auch ein Haufen Zeug ein. Am Volksfest schwudelt's. Was? Was schwudelt's? Ich hab's nicht lesen können, tut mir leid, bitte keine Aufgaben per Donation, weil ich's nicht lesen und nicht kopieren kann. Festival Volksfestaufgabe. Verzeih einem Fremden so einen traurigen, aber lustigen Anmachspruch, wie man's kennt, lacht die andere Person, ist schon drin. Gibt's schon. Festival, Musikfest, Volksfestaufgabe, Schrei, Dosenbier saufen. Herr Sieber! Das war kein Gruß von der Frau Sieber, sondern an mein... Achso. Egal! Fühlt euch, ihr küsst eure Bandscheiben. Beide Bandscheiben. Oder nur die von dir, nicht die von deiner alten. Ja? Die fremde alte klange nicht an. Merci dir, Alter. So, jetzt muss ich wieder oben scrollen, weil der Chat völlig außer Kontrolle ist, trotz der 60-Sekunden-Regel. Geht zu einem random Typen und biete ihm ein High Five an. Wenn ihr es nicht umwendet... Sehr schön. Herr Kröner, sehr schön. Quasi einfach nur so mal und nix sagen. Wenn es nicht tut, sauf 3 Schluck. So, Festival am Volksfest. Eine Grenze ziehen mit Schnur, Leiberl, whatever. Geht wer drüber, Schere, Stein, Papier oder so spielen, gewinnt. Das ist sauber 2. Brauchst du für die Aufgabe 2 Stunden. Aufgabe am Nachbartisch Zeit, anstimmen, Radler ist. Wenn zurückkommt, kein Alkohol, verteile 10 Schluck und so. Das ist kein bekannter Spruch nicht. Glaube. Volksfest. Jeder, der noch mehr als eine halbe in seinem Maßkrug hat, setzt voraus, dass du einen Maßkrug hast. Auf dem Festival hast du nicht unbedingt einen Maßkrug. Da glaube ich, darfst du nicht einmal mehr am Zeltplatz Gläser haben, oder? Darf man am Zeltplatz noch Flaschen mit einnehmen? Auf die meisten Festivals, ich habe keine Ahnung. Deswegen, das meine ich mit, passt es so an, dass das auf Festivals in Gesellschaft fremder Leute geht. Egal, was du bist. Ich erzähle das nur mit dem Festival und mit dem Volksfest, damit man sich in die Lage versetzen kann, so wie, stell dir vor, du sitzt gerade auf dem Zeltplatz im Festival. Ja, mit 3, 4, 5, 6 Leuten, je nachdem wie viel das halt hat, und rundherum sind lauter Gleichgesinnte. Ich glaube, dass du mit diesen Deppenspielen den Spaß deines Lebens hast. Man muss an einem fremden Tisch gehen, die Hand auf den Tisch legen und dann, wenn sie bappen bleibt, dann muss man einen trinken. Wie bappen bleibt? Jakob, Herr Stollinger! Merci für die Mitgliedschaft. Hey Popomann, Volksfest an alle. Wenn einer oder eine oder die Bedienung vorbeigeht mit mehr als 4 Glasel in der Hand, Tablet hat's. Ja, was tust du am Festival? Wer geht da vorbei? Aufgabe, wenn der Frau Franziska heißt, einfach überleben. Verstehe ich nicht. Zum Nachbarn geh, hinscheißen, schreie der Igel da und hoffe, dass du das Maul kriegst. Allein ja, das ist in der Theorie ganz lustig. In echt kriegst du aufs Maul. Festival Volksfest. Geh zu einer Person und fragst, ob sie einen Schnupftabak macht. Wenn sie es nicht nimmt, halbwechseln. Setzt voraus, dass du einen Schmeitzel dabei hast und das ist auch nicht immer der Fall. Aufgabe, springe aus dem Stand über deinen Stuhl oder Bank. Wenn du das schaffst, darfst du x Schlücke verteilen. Wenn nicht, extra Glasel. Herr Richter, da tun sie nur Gleit weh. Und ich bin schuld. Nicht gut. Aufgabe, zum Nachbarn geh hinschauen, haben wir schon gehabt. Volksfest Festival. Blair nach einer Franziska vom Weiberheisel. Wenn einer nicht zurückbläht, kriegst du Maß. Ja, von wem denn? Haben wir schon drin, so in ähnlich. Aufgabe, einer muss einen Fremden nach einem Heisel oder der Franziska fragen. Haben wir schon drin. Folgeaufgabe. Jeder kriegt ein Stammball Bier und trinkt alle 1-2 Minuten. Das Ziel ist, wie als letzter Speibtag gewonnen. Da haben wir eine Aufgabe, ist der Abend gegangen. Das ist auch Kass. Führt sich im Start. Jetzt habe ich einen Nightbot seine Nachricht vorgelesen. Gratulation, Birger, du Trottel. I use Twitch every day. Man geht an einen Tisch oder was auch immer und für jeden Preis einen Schluck. Ausbaufähig. Volksstiefelaufgabe. Weitschmeiß. Jeder sucht sich irgendwas zum Schmeißen. Die Granaten vom 10er-Automaten. Der Letzte muss alles holen und so viel Schluck trinken, wie viele Sekunden er braucht. Was? Verstehe ich nicht. Geht zu irgendwann hin und sag, ob es da irgendwo ein Kackbrotmäßig gibt. Wenn keine Antwort kommt, dann nicht
was ist eine Kackbrotmesse, Alter? Das meine ich mit, da ist auch sehr viel Schrott dabei. Also ich verstehe es nicht. Oder, ich weiß auch nicht. Festival Volksfest. Früher Nachbar ist, ob jemand eine Gitarre gesehen hat. Wenn jemand sagt, er hat es gesehen, dann macht er Luftgitarren-Solo. Und wenn an den Servus auch, dann springen wir in der Luftgitarre weg. Ohne dass du mehrere sagst dazu. Finde ich gut. Nehmen wir mit. So. Dremel schreibt, hast 1 Minute Zeit, jemanden zu finden, der schmusen mag. Schaffst du nicht? Sowas ist schon drin. Aufgabe, du gehst zu jemandem hier und fragst mit, wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrrad fahren, wenig Fleisch. Wenn das nicht weiter singt, dann trink wir Schlucke. Laura, du bist ohnehin schon hier drin, Laura XD. Die habe ich heute Nachmittag schon eingefügt, irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo auswendig natürlich, aber du bist mindestens mit einem Trinkspruch oder mit einer Aufgabe drin. Wenn nicht sogar mit beiden, bin mir nicht sicher. Es ist jetzt schon sehr viel Insiderwissen und in 5 Jahren ist halt dieses Video mit Fahrradfahren, vogelfrei, sonst irgendein Scheiß. Ich kann es auch nicht vollenden, ist halt und kennt keiner mehr. Sprich, die Aufgabe ist in 5 Jahren für den Arsch. Das ist halt ein bisschen das Problem dabei. Deswegen kann es sein, dass ich es vielleicht rauslasse. So, muss wieder weiter oben scrollen, weil so viel ist. Aber okay, wie viel ist der Outfit wert? Der, was das vorliest, muss fragen, wer das billigste Outfit hat und derjenige darf entscheiden, wie viel Schluck getrunken werden müssen. Ja, Mittelmeer. Ich schreibe es mir unter die Standardaufgaben dazu. Vielleicht. Muttersöhnchen. Geh zu jemandem hin, drück ihm der Handy in den Tint und sag, deine Mama ist... Geh da oben und sag... Das finde ich gut. Für Teeny Weenie finde ich gut. Das ist so geil. Das ist die geilste Aufgabe, wenn du fremde Leute hingehst und machst einfach irgendeinen verwirrenden Scheiß. Aber ohne, dass du das beleidigst oder irgendwie provozierst. Das finde ich gut. Deine Mama ist dran. Ich so, was? Ich wüsste gar nicht, wie ich reagieren darf. Ich so, was? Leg mir da am Arsch, da ich sagen. Festival Volksfestaufgabe. Sarah Binder. Irgendwen finden, der einen Ententanz mittanzt. Oder Polonaise oder so. Oh, ein Polonaise-Zettel. Ja, das ist gut. Je nachdem, wie viel das Nein sagen, so viel Schlucke trinken. Wenn keiner mag oder du dich nicht traust, Getränk exen. Ja, das darf ich vielleicht ein bisschen ummodeln in Polonaise starten. Und du hast einen Timer, 5 Minuten oder so. Und nach 5 Minuten so viel Leute wie dran hängen, so viel Schluck die auf die Person verteilen. Finde ich gut. Gefällt mir gut. Aufgabe. Eine ältere weibliche Person rufe, geschisste Voltex einschreiben. Und sofort auflegen. Wenn die Person zurückruft, auf sich sagt, der ist gut. Den habe ich auch schon in die Kommentare gelesen, Dr. Schulz. Wahrscheinlich haben auch viele Leute schon dieselben Aufgaben, verschiedene Personen geschrieben und von einer nimm ich es halt dann, bitte satz mir nicht besser, ich kann es in einem jedem Recht mal, wie soll denn dieser hier hauen? Aber das mit der Voltex habe ich schon einmal gelesen und hab da schon lachen müssen, ist noch nicht drin, aber kommt definitiv rein. Also irgendeine weibliche Person rufen und geschiss die Voltex! Und einfach wieder auflegen. Da muss ich jetzt schon lachen, Alter. Das ist in Ordnung. Der Mr. Tobi schreibt, such dir irgendeine Person aus und frag sie, welches Handy sie hat. Smartphone, 3 Schluck, Korn, 6 Schluck, uralt Handy, 2 Schluck, ja halbe. Das gefällt mir gut. Mr. Tobi gefällt mir gut. Was mit dem iPhone? Beim iPhone gehst du heim. Das schreibe ich dazu. iPhone, gehst du heim. So, Fragen, der Leon schreibt, fragen Typen, wenn er Haustiere hat, wenn er welche hat, trinkt, ansonsten nicht. Gefällt mir eigentlich auch gut. Einfache Aufgabe, kommen wir mal. Aufgabe, man bestellt da unten Maß, von denen einer bleifrei ist. Wenn du die ohne Alk rausfindest, ohne Riecher und Schmecker, ja, wie soll denn das gehen? Kriegst 2 normale, wenn nicht, musst du die bleifrei drüber schütten. Kriegt man in einem Volksfest überhaupt eine alkoholfreie Maß? Das ist die ernste Frage. Das sind Sachen, die weiß ich nicht, weil ich hatte noch nicht das Bedürfnis, eine alkoholfreie Maß zu bestellen in meinem Leben. So, weiter geht's. Volksfestaufgabe, Preisen Sau, du bist für 3 Runden ein Preis. Wenn du das schaffst, musst dein Tisch 5... Gibt's schon so ähnlich. Heißt bloß Preisen Fotzen. Volksfest oder Festivalaufgabe. Der, wo den Preisen Juchiza außerschneuzt. Alter.
Was habe ich denn jetzt gelesen? Den besseren Juchitzer ausschneuzt. Darf Schluck verteilen, der wo sie blamiert, muss halt dann saufen. Wie nennt man das genau? Ich weiß schon, was du meinst. Den typischen Yay! Wie nennt man den? Nennt man den Juchitzer? Ich weiß tatsächlich den bayerischen Begriff für diesen... Herr Stallinger. Nein. Schenkt ein Mädchen dir die Gunst und das Loch, aus dem sie brunst, unentgeltlich frei zum Triebe, dann, mein Lieber, ist es Liebe. Ist das Loch dann mit der Zeit 40 tief und 20 breit und hast du immer keine neue, dann aber... Das ist ausnahmsweise mal angeknüpft an eine zu hohe Donation. 28 Euro sind 2 und du weißt das. Ich mag nichts mehr sagen jetzt. Wo hast du das jetzt wieder hinkopiert? Wo finde ich denn das jetzt? Das hast du jetzt über YouTube gemacht, oder? Man kann es nicht auskopieren. Gratulation. Kann ich es da noch mehr auskopieren? Doch, tatsächlich kann ich. Muss ich mir überlegen, der Trinkspruch ist auch kein Trinkspruch, nicht, das ist einfach ein Hammelschmerz. Muss ich mir überlegen, ob ich den drin los. Erstens, um meiner Aussage Nachdruck zu verleihen, dass ich keine Trinksprüche und Aufgaben von Donations annehme. Da aber tatsächlich einmal einer ist, den ich bis jetzt noch kein einziges Mal gelesen habe, ich schreibe ihn da einmal hin. Ist es in Ordnung, Herr Stallinger, und jetzt ist er Ruhe. Wenn nochmal irgendeine 28 Euro oder mehr oder sonst irgendein Scheiß kommt, dann ist er wieder weg. Merci dir. Merci dir natürlich. So, dann muss ich wieder runterscrollen, weil der Chat währenddessen wieder eskaliert ist. Der Bavarian Player. Eine random Nummer anrufen und dann sagen, kennen Sie einen Bürger? Wenn ja, verteilst 15 Schluck. Wenn nicht, trinkst 5. Gefällt mir auch gut. Ja, da muss ich jetzt einmal zu folgendem Konzept was sagen. Ja, ich hab mir natürlich habe ich mir da was gedacht dabei. So ganz ohne Eigennutz ist diese App auch nicht. Ja, okay. Sie ist selbstverständlich aber kostenlos. Ich kann mich nicht daher setzen und sage, ich mache das nicht fürs Geld und dann lasse ich die App 5 Euro kosten oder 1 Euro oder irgendwelche. Oh, kauft er 10 neue bis andere Saufspiele morgen. Kauft er 5 Euro 30 neue Aufgaben. Erstens mag ich nicht, zweitens, was soll das? Drittens, die Werbung in so eine Apps nervt so hart. Das nervt so hart, dass ich das auch nicht mag. Darum sind die einer von 100 Aufgaben, von 100 ist eine Aufgabe drin, die mal auf meinen Job aufmerksam macht. Dann ist vielleicht einmal eine Aufgabe drin, wo du, die ist noch nicht drin, aber die tue ich noch eine bis zum Wochenende, zum Beispiel, macht's von einer Runde auf Beitel, postet es auf Instagram und markiert's mich. Und Hashtag Bumsuf. Ja, das ist halt einfach ein bisschen indirekte Werbung für die App, für mich, für meinen YouTube-Kanal etc. Das ist alles. Das wird ja aber dennerst fucking nochmal erlaubt sein. Ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Das ist alles. So, deswegen gefällt mir das ganz gut, wenn zum Beispiel der Bavarian Player schreibt, eine random Nummer über von Song, kennen Sie einen Bierger? Wenn ja, verteilst 15 Schluck, wenn nicht, trinkst 5. Im Best, es ist jetzt 100%ig optimal, ist nicht. Im Prinzip macht die Person in dem Moment Werbung für mich, wenn man es genau nimmt. Ja? Ich meine, die Person am Telefon wird nicht wissen, what the fuck wer ist der Bürger und wird auch nicht nachschauen. Ja, aber vielleicht kennst die Person und dann haben die Leute was zum Schmatzen, verstehst? Und dann reden die untereinander und schaut nicht, wenn man das jetzt mal aus dieser Sicht betrachtet. So, weiter geht's! Festival Volksfest, zu den Nachbarn um mich rennen und nach Schleifpapier fragen. Weil es dringend was heißen muss, wenn es Loh einen Schluck verteilt. Das ist in Ordnung. Mr. Forest Quarter, die habe ich auch schon ein paar mit drin. Trinksprüche und Aufgaben, glaube ich. Festival. Fragt die Person, ob es mit dir rudern mag. Sitzt die Person mit dir auf dem Boden und rudert, müssen alle anderen saufen. Rudert die Person nicht mit dir, musst du saufen. Herr Pauli, schöne Aufgabe. Schöne Aufgabe. Rudern ist gut. Der Herr Speer, Volksfest oder so. Als Bub von den nächsten Madeln, die du findest, erotisch tanzen strippen. Wenn du es nicht machst oder einer nicht gefällt, dann muss am ganzen Abend nur noch ein Alkohol. Das ist krass. Das ist krass. Ausziehen und so ist eh fragwürdig. Ja, ordne! Habe ich dir im Vollbier-Squad.
Bester Squad. Merci dir. Ab in den Chat, habe ich dir Ordner. Aber Sport eine Nachricht, lieber. So, wir weiter 5 von 9. Das machen wir jetzt noch 5 Minuten, dann schauen wir uns das Endergebnis am Jahr. Das ist nämlich wirklich fein. Das ist verdammt viel Zeug. Und ich glaube, dass das schon gelangt. Ich sag's euch, wie es ist. Trotzdem werde ich natürlich auseinanderfiltern. Vielleicht kommen noch ganz coole neue dazu, alle, die mir nicht so gut gefallen, wieder außer und so weiter. Herr Stahlinger, im Fasching bin ich als Sense gegangen, in die Ecke stehen und wetzen lassen. Ja, wetzen lassen. Die Waschmaschine warst, im Weg bist gestanden, hast dich geschämt und geschleudert. So, merci dir. Volksfest, ein Kumpel muss zu einer von euch ausgewählten Dame hingehen. Was tust du jetzt aber mit einem Mädel? Ja? Ich hab das nicht so programmiert, dass man die Namen als männlich-weiblich betiteln kann. Das ist erstens, das braucht's nicht wirklich. Man muss das dann so formulieren, dass das dann für Burm und Mädel geht. Ein Mädel geht jetzt zu einem Typen und ein Bub geht jetzt zu einem Mädel hin. Oder wenn, es kann der Cannabis sein zum Cannabis gehen und es kann auch der Mo zum Mo gehen und das Mädel zum Mädel. Das mag ich aber nicht dazu schreiben müssen, weil sonst muss ich erst einmal einen Roman schreiben, wer alles zu wem gehen kann. Wenn irgendjemand daherkommt und mir irgendwelche Diskriminierungsvorwürfe macht, dann fahr ich heim und scheiße ihm ins Gesicht. Jeder hat 3 Bier und stellt sich zwischen 3 und 10 Meter gegenüber auf und wirft abwechselnd auf eine leere Flasche Bier. Trifft eine Mannschaft, muss man saufen, bis die Gegner die Flasche wieder aufstellen. Das kommt sich ja nah an Flunkyballon. So eine Aufgabe habe ich mir schon ausdenkt. Raiden, bis jetzt habe ich da... Ich fix die Nachrichten dann so schnell weg, dass ich nicht lesen kann. Bis jetzt habe ich die Miner bei Mario Kart fertig machen müssen. Also, Herr Raiden, Halibaba Day, warum muss er nicht in Mortal Kombat fertigen? Was früher da gewesen? Volksfest! Merci dir. Rät's euch eine Viertelstunde nur mit Sie an. Wer dagegen verstößt, muss sein Getränk mit dem Nachbarn tauschen und exen. Ist jetzt keine spezielle Volksfestaufgabe, das geht ja nur innerhalb des Freundeskreises, aber die nehme ich mit, die gefällt mir. Die nehme ich für Standardaufgaben. Schreibe die mal dazu. Volksfest, fragen Fremden, ob er seine Heizung oder sowas gesehen hat, weil sie am Weggelaufen ist. Haben wir schon so ähnlich. Festival Blair Franziska, wenn keiner zurückschreit, saufen. Den nehmen wir jetzt noch mehr auf. Der Zukunft 248, ich bin mir nicht sicher, aber die haben wir doch vorher schon so ähnlich gehabt, glaube ich. Filter die dann schon auseinander. Festival. Laut oben ohne Party schreien, wenn jemand mitmacht, darfst du Schluck verteilen. Nehmen wir mit. Das ist eine einfache Aufgabe, die ist gleich passiert und gleich vorbei. Kann man mitnehmen. Volksfest. Gehst zu einem Preis und fragst, ob seine Lederhosen aus Plastik ist. Wenn ja, holst deinen Bockfutzen eine Patchig Kampfhubschrauber raus und trinkst selber 2 Schluck, wenn nicht verteilst 5. Mir fordert man ganz bestimmt niemanden dazu auf, irgendjemanden unter Alkoholeinfluss irgendwelche Bockfutzen zum Verteilen. Denn ich ahne fürchterliches. Festival. Bierfreunde haben wir schon gehört. Muss ich wieder ein bisschen runterscrollen. Volksfest Festival. Frag jemand, ob du er sei Gnierscheim küsst. Maxel Sepp finde ich gut. Der will bitte der Gnierscheim busseln. Raiden! Haben wir jetzt gerade rausgefunden, dass Mortal Kombat als Cup... Was? Combat als Cup nicht fix. Was? Hab ich nicht verstanden. Aber mir erst dir. Laola-Welle anzetteln. Mazi-Man. Sehr schön. Laola-Welle geht auch. Kommen wir mal. Volksfest Festival. Geht zu einer fremden Person und sagt, hey, ich habe mir Bett geschissen, kann ich auch bei dir schlafen. Wenn sie ja sagt, dann verteilst du 5 Schluck, sonst darfst du selber. Den müssten wir eigentlich irgendwo einbauen. Ja. Den müssten wir eigentlich irgendwo einbauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der ist sogar schon irgendwo drin. Also ein paar so Anmachsprüche, die haben drin. Festival geht zu irgendwem, mir klären, dass Eidechsen voll arme Viecher sind, weil es kann ich nicht scheinbar. Wir gehen jetzt gut fließen. Was das ist ein harter Insider. Also es ist wirklich für den kleinsten Kreis von uns da, ja, euch im Prinzip von den alle regelmäßigen, das kennen wirklich nur die regelmäßigen Stream-Zuschauer. Crossbot, den nimm's einmal auf, weil es einfach generell auch für Leute, die das nicht kennen, lustig ist, wenn es dir wirklich ernsthaft in deinem Syrien so einen Scheiß erzählst. Ja, geil, Biffy. Aufgabe. Satzbau mit die Freund. Was? Satzbau mit die Freund am Tisch. Wenn einer zu lang braucht für ein Wort, muss er saufen. Was ist Satzbau? Das heißt quasi, ich sage ein Wort, der nächste sagt ein Wort und man baut einfach einen Satz zusammen. Ich schreibe es mir auf, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist nämlich nicht schlecht.
Ist aber eine Standardaufgabe, keine Volksfestaufgabe. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Muss ich da bloß ein bisschen zusammen machen. So, eine kopiert. Das geht viel schneller wie am Montag. Ich habe so viel Zeit beieinander. Ich muss mich heute Morgen dann noch mit durcharbeiten. Vielleicht auch den ganzen Freitag, weiß ich noch nicht. Das ist nämlich wirklich viel und dauert auch eine Zeit. Aber haben wir nicht gar nicht da. Drück mir nicht auf Klopapier. So, Volksfest. Steige auf den Tisch und schrei entweder ich mag mehr Oettinger oder nur Plastiklederhosen. Sind angenehm und alles andere ist ein Schmarrn. Sepp Meier. Kriegst aufs Maul garantiert. Volksfest Festival. Sauf jetzt nur einen Schluck, wenn eine Bedienung, Kaffeeverkäuferin, Zigarettenverkäuferin vorbeigeht. Das ist schöner formuliert wie das vorher. Curia, da überlege ich mir dann auch selber noch ein paar Begrifflichkeiten, wer beim Festival Neues so vorbeiläuft. Festivalregel, jetzt wenn noch eine Helga schreibt. Helga schreit, Saufer, gut, was tust du aber da im Volksfest? Ja, aber das ist schon nicht schlecht, wenn die und Person X, Person Y vorbeigeht. Da muss man halt fürs Volksfest noch aber finden, keine Ahnung, wenn einer ohne Lederhosen vorbeigeht, gut, da bist du im Volksfest nach 3 Minuten besoffen, weil da doch viel umeinander laufen, die keine Lederhosen haben. Naja. Was? Sauf alles auf X, wer als erster Katz darf nicht mehr mitspielen. Super. Ich mache das Spiel sicher sehr lang Spaß. Herr Gabriel, Volksfest Festival. Ein Kumpel muss zu einer von euch ausgewählten Person gehen. Kriegt er die Nummer nicht, darf er nur noch Spätzle trinken. Es sei denn, gibt's schon so ähnlich. Der Killer! Der 10er ist doch 2. Trinkspruch, vielleicht, was? Einmal links, einmal rechts. Alter, der ist so lang. Ich kopiere jetzt einfach mal. Ich hoffe, du hast ihn da. Ich kopiere jetzt einfach mal außer. Nochmal die Ansage. Bitte, bitte, bitte. Weißt du, ich sitze da, ich kann es nicht kopieren. Ich kann die Donation da nicht kopieren. Mr. Killer, bitte. Ich kann es nicht kopieren. Jetzt auf mit Donations. Ich nehme keine Trinksprüche aus die Donation. Ich kann es nicht kopieren, es tut mir leid. Kopiert es in den Text ein, fertig. Das mit den Knirschen einigen so wie ins Leben gerufen. Bei Resident Evil 2, da ist es nicht. Ich erinnere mich schon noch. Über das riesen Eidechsenviech gekommen ist und dann die Frage aufgekommen ist, haben Eidechsen eigentlich Knirscheiben? Ganz senil bin ich auch noch nicht. Merci. Und ja, an den Herrn Killer, merci für den Zehner, der ist zu viel und du weißt es. Bist auch nicht das erste Mal da. Frag, ob dir jemand beim Bockfotzen 1830 noch einfach kommt. Ja, so wird das 6 Stück. Passt. Aufgabe, du bist jetzt Franziska, immer wenn du was fragst und eine Antwort kriegst, musst du der geantwortet hat und trinken. Verstehe nicht, das mit der Franziska gibt's aber schon. In anderer abgewandelter Form. Der Wally Schlosser schreibt, Volksfest Festival Aufgabe. Was läuft überhaupt für eine Scheißmuse im Hintergrund? Das ist deppert. Zweite Mal. Kann man irgendwie lauter machen? Ich höre nichts. Jetzt hier was? Läuft Hintergrund der Musik? Ja, ich glaube schon. Habe ich wieder die Wiederholung wieder nicht einmal. So, jetzt muss ich mal kurz Luft drin. Ich schmatze in einer. Du, das ist richtig anstrengend. Richtig anstrengend. Lesen, schmatzen, lesen, schmatzen, lesen, schmatzen, lesen, schmatzen, lesen, schmatzen, lesen, schmatzen. So, jetzt chillt's mal. Wer ist denn überhaupt noch da? In der Zwischenzeit drückt sie auf den Dämmerling nach oben, einfach weil wir es kennen. Und aktiviert Glocken. Dann kriegt sie nämlich mit, wenn ich live gehe. Jeden Montag und Mika 20 Uhr. So, währenddessen spart euch eine Chatnachrichten, weil ich jetzt einmal 10 Sekunden lang keine davon lese, sondern mir einfach einmal, was, ich setze mir jetzt einfach mal hier und dampfe. Aus der Tröte. Dampfen aus der Tröte. In der Zwischenzeit Hashtag Popomann. Popofrau, Popo-Cannabis. Popokalypse. Ich hab doch gesagt, alles was man mit Popo kombiniert ist gut. Und jeder sitzt da und schreibt wirklich Popomann, ey. Ich weiß es nicht. Herr Winkler, deine blöde E-Zigaretten, ist mir scheißegal, Alter. Ich brauche E-Zigaretten. Gut für dich, wenn du keine brauchst. Kauf dir einen Schmeizler. So. Wir sammeln unsere Gedanken. Weiter geht's. Volksfest. Gehst zu einem Madelburgi und fragst, ob du deine Hosen bei ihm hier parken kannst.
Wenn ja, sag viel Spaß und verteilt 5 Schluck, wenn nicht aus 2. Popo Raiden. Popo Raiden, Halli Popo de. Mag ich behaupten, Hashtag Halli Popo de ist noch besser wie der Popo, Mann. So, folgendes, wer zuerst vom Weißbierkarussell fliegt, zahlt 3 Weißbier. Was für scheiß Weißbierkarussell, Alter? Du hast meine Spende übersehen, kannst mich grüßen bitte. Rudi! Ich weiß nicht, wo dein Spenden ist. Keine Ahnung, wo hast du wieder hingespendet? Rudi, Mann, ich hab's nicht gesehen. Wo ist der Rudi? Rudi, habe Ehre, Rudi, Mann. Merci dir. Wie viel wird heute die Gaudi? Was, wie viel wird heute die Gaudi? Was, wie viel wird die Gaudi? Michelle Schenkermeier! Die habe ich übrigens auch schon eine Aufgabe drin heute Nachmittag. Volksfest Festival. Du nimmst dein Getränk, rennst zum ganzen Volksfest um. Hast du mal Kuppel rausgehauen. Und du hast so jetzt damit mit deiner Mom telefonieren. Wie redet die einer drauf? Oh, trinken alle 3 Schluck, wenn nicht, saufst du selber. Nimmer. Aber du telefonierst nicht mit deinem Getränk, sondern mit deinem Schuhe. Festival! Lass eine Dosenravioli in der Tüten geht zu irgendwem. Das kannst du dem Volksfest nicht mehr erwarten. Die Pizzawurst! Ich muss mir jetzt dann schnell was zum Trinken holen, weil ich dermaßen so brenne. Killer! Nein! Nein! Hörst du mir zu, wenn ich was sag? Ich kann's nicht aus die Donations auskopieren! Ich kann nicht! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Please! Stop it! So. Festival! Eine beliebige Person wahrscheinlich mit euer Hochwürden anreden und sich verbeugen. Verbeugt er sich ebenfalls, darfst X Schluck verteilen, wenn nicht, muss er selber sauber. Finde ich gut. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, im Volksfest laufst. Was, das sind jetzt so Aufgaben, der Grad ist so schmal zwischen 15er Steuer, 5 Euro Vergeltungscode, jetzt frisst der Mensch auf das Pferd, aber heute ist es umgekehrt. Ist schon drin. Haben wir schon drin. Das war, glaube ich, sogar der erste Saufspruch, den ich selber eingeschrieben habe. Es ist so schwierig zwischen, weißt, ich denke mal so, im Volksfest, wenn du zu irgendjemandem hingehst und die verbeugst, kriegst du dann aufs Maul, wenn es dumm läuft. Auf dem Festival macht wahrscheinlich jeder mit. Der Grad ist schmal. Vielleicht müssen wir generell, was diese Aufgaben finde ich auch generell lustiger für ein für ein Festival. Da kannst du viel mehr so Blödsinn machen an die typischen Nachmittage, bevor die Bands anfangen zum Spielen, da wo sich eher jeder am Festivalgelände am Zeltplatz zu Tode langweilt und keiner mehr weiß, was man da sich aussaufen. Da bietet sich dies natürlich super gut an. So, ein bisschen runterscrollen. Herr Ratzenberg, Festivalmusik, Volksfestaufgabe. Radlerkontrolle. Kontrolliere eine Gruppe auf Radler. Wer hat, muss auf Ex vernichten. Sehr schöne Aufgabe. Vor allem beim Volksfest. Aber da muss man noch ohne hängen, du musst ja die Person dazu bringen, dass es wegext. Wenn es wegext, hast du gewonnen. Herr Killer, diesmal soll es hier hauen. Was soll denn hier? Was soll hier hauen? Ich kann es einfach wieder nicht kopieren. Ich sag das, was ist. Probieren wir jetzt einmal so. Hey, Sie Guckerl! Horn Skills Level Up, Smoke Unlocked. Was? Was? Der Hirschi! Jetzt wollte ich gerade sagen, Alter, woher weißt du denn das? Ich habe sogar 2 gekauft. Stehe da so, ja, habe ich da einen Stalker am Sack, Alter? Ja, ich habe mir heute nach der Arbeit, ich steht nämlich vor unserem Lohn, steht der Steckerl Fischmo, und ich habe mir heute 2 Mal Grenz gekauft, weil er keinen Verein mehr gehabt hat. Ja, nur eine liegt noch im Ofen. Die werde ich mir genehmigen, wenn dieser Stream vorbei ist. So, was habe ich jetzt da gerade rauskopiert? Ein Killer sei drum. So, jetzt hat es funktioniert. Herr Killer, ich hab die. Brauchst nicht weiter mit Geld schmeißen, alles gut. So. Herr Kreuzer, sing eine Strophe vom Liedbürger, kennst keins für ihn, saufst. So weit haben wir noch nicht. Die breite Masse kennt Muse noch nicht. Ich arbeite dran. So, jetzt ist es noch nicht. Ich muss jetzt irgendwo einen Schluck Wasser trinken, weil ich dermaßen versupperieren habe, dass ich gleich kotze. Schluss mit Festivalaufgaben. Ein Sendeschluss.
wer jetzt noch was hat, wenn ich nicht erwähnt habe, wenn ich nicht vorgelesen habe, postet das jetzt gleich meinetwegen oder nach dem Stream oder morgen im Laufe bis Mittag irgendwann unter How-to-Sauf-Spiele. Morgen gehe ich nochmal alle Kommentare in How-to-Sauf-Spiele durch, die ich noch nicht beantwortet habe und lese die nochmal durch und nimm auf, was mir taugt. Jetzt ist Schluss mit Festivalaufgaben, hat auch folgenden Grund. Ich möchte zum Beispiel nicht haben, dass du, ich glaube, dass das relativ nervig ist, wenn du am Volksfest bist oder am Festival und jede Aufgabe zwingt dich irgendwo rundherum zum Laufen. Geht zu jemandem hin, geht zu jemandem hin, geht zu jemandem hin. Ich hätte gerne einen angenehmen Prozentsatz von Aufgaben zu den Standardaufgaben dazu. Angenommen, wir haben 120 Standardaufgaben morgen. Wahrscheinlich haben wir 120 morgen. Das ist ein Superchat. It-Chat. Der dumme Witz ist auch immer gut, oder? Merci dir. Und dann nervt's, wenn du in jeder Aufgabe aufstehen musst, du musst wieder umeinander laufen und wieder und wieder. Aber wenn das alle 5 bis 10 Aufgaben einmal passiert, ja, die 5 Aufgaben bis 10 Aufgaben untereinander, sauf das untereinander, das, und dann irgendwann steh auf, geht zu einer Person hin und suche Franziska oder irgendeinen Scheiß. Franziska! Deswegen möchte ich nicht übertreiben mit der Anzahl an Volksfestaufgaben. Volksfest, Festival, Gemeinschafts-, fremde Personenaufgaben, nehmen wir es so. Und ich glaube, das, was wir da jetzt beieinander haben, reicht fürs Erste. Was jetzt noch interessant sein kann, ist Pantomime-Aufgaben, Begriffe, die man per Pantomime nachmachen kann, wobei wir da schon richtig viel haben, aber vielleicht haben ein paar typisch bohrische Begriffe. Warten, ganz geil, wenn wir noch ein paar hätten. Vielleicht sogar Insider, was mit mir zum tun, was mit meinem Kanal zum tun, was mit meinem Content zum tun. Oder Lieder. Ja, Lieder, Melodien, alles, was man googeln, also ja, googeln kann. Kann man noch brauchen. Ab in den Chat damit. Ich mache mir dabei die Listen. Pantomime. Lieder. So. Maibaum aufstellen, Ski. Was ich gleich dazu sagen muss, ich kann euch bei den Begriffen nicht anzeigen lassen. Weil der Text zu lang wird. Und weil die einzelnen Begriffe einfach einzelne Wörter sind. Darum seid mir bitte nicht base, wenn bei den Begriffen, wenn ich da jetzt euch rauspick, einen Namen nicht dabei stehen. Bei jeder Aufgabe, bei jeder Volksfestaufgabe, bei jedem Trimmspruch ist eine Widmung dabei. Selbstverständlich schreibe ich einen Namen dazu, wer mir diese Aufgaben einteilt. Ich sage, um das geht's ja, dass ihr auch ein Teil davon seid. Okay? Soweit, glaube ich, ist das aber schon verstanden worden. So. Sweet Dreams als Lied, jawohl. Ich glaube, ist sogar schon drin, bin mir nicht sicher. Pantomime Birger ist schon drin. Böhmischer Traum googeln. Böhmischer Traum. Megalovania googeln. Schreibt's mir bitte den Interpreten dazu. Das heißt, Megalovania, von wem ist denn die? Was ist denn Megalovania gleich wieder? Sind wir schon soweit? Moment, muss ich selber schnell googeln. Muss ich selber schnell... Undertale. Kann das sein? Das Kind das. Also... Ja. Wird nicht ganz einfach. Oh, Thunderstruck von AC/DC. Glaube ich, ist sogar schon drin, aber... Leute, das kann ich nicht lesen. Moment. Was haben wir da? Haben der App gestern ausprobiert. Lustiger Wort. Herr Sieber, Ergebnis: 5 neue App-Downloads und einen ganzen Tag schon. Hauptsache, ihr habt einen Spaß gehabt und mehr geht's nicht. Herr Sieber, vielen lieben Dank. Wer war der andere? Crossbot, Standardaufgabe, ich mache die vorherige Aufgabe nochmal. Ja, gut. So brauchen wir es dann auch nicht künstlich in den Link ziehen.
So, eine ins Leben kann man googeln. Kenn ich nicht. Google ein Lied von Sum 41. Was für eins? Das Jurassic Park Theme ist schon drin. Indiana Jones ist schon drin. Bayern-Hymne. Hab ich Bayern-Hymne nicht drin über einen bayerischen Defiliermarsch, aber den nehmen sie mir auf. Bin mir nicht sicher. Einmal Barbie Girl ist auch schon drin. Das ist übrigens Barbie Girl von Aqua. Bitte schreibt mir dazu, wer der Interpret ist. Also zum Beispiel Aqua, Barbie Girl. Party Mobilfoto! Merci wieder 1 Euro. Pantomime Fenstern geht. Der ist schön. Enter the Sandman. Birgers Intro-Song googeln. Hab ich einen Intro-Song? Ich hab keinen Intro-Song. Gangnam Style. Gangnam Style haben wir. Ja, Tetris glaube ich habe ich schon, bin mir nicht sicher, Lilith. Anfangslied von... Oh, König der Löwen, ja. Ja. Nimm ich mal mit auf. Summer of 69 ist schon drin. Ein Pumuckl gurgeln, glaube ich, habe ich noch nicht. Bin mir nicht sicher. Captain Jack ist schon drin, weiß ich. What does the Fox say? Oh, what does the Fox say? Ja, das können wir brauchen. Das ist typischer Inside-YouTube-Shit. What does the Fox say? Hirschi, bitte tu das noch rein. Ich gaus da nochmal und Kommentare geht so beim Fremden sagt, der wie kurz. Was? Leute, schaut sie mal. Bitte tu das noch rein. Ich gaus da nochmal und Kommentare. Bitte schaut sie mal vorher, was ihr so schreibt. Hirschi. Geht so beim Fremden sagt, der wie kurz stören und gehst wieder. Und gehst wieder ernst als nicht machst Sauf 3. Leute, schreibt's, was schreibt's nie für einen Cast zusammen? Was schreibt's nie für einen Cast zusammen? Aufruf! Aufruf! Dass die Leute mal wieder ein bisschen besser schauen, was für ein Zeug das zusammenschauen, weil das teilweise kein Mensch lesen kann. Machen wir so, Hirschi. Nimm ich mit auf. Hirschi, nimm ich mit auf. Run to the Hills für Iron Maiden. Das ist auch gut. Run to the Hills. Da muss ich übrigens auch noch einbauen, dass wenn jemand die Lieder nicht kennt, ja, dass er dann selber saufen muss. Ist aber auch klar. Der Zipfelschwinger von Dicht und Ergreifend kommt ganz bestimmt nicht in meine App. Ganz bestimmt nicht. Country Roads, glaube ich, habe ich auch schon, aber bin mir nicht sicher. Titanic-Lied haben wir. Heidi habe ich auch. Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht. Heilige Nacht. So, jetzt machen wir noch 5 Minuten und dann ist Schluss. Dann machen wir allgemein Blödschmerz. Und da haben wir uns über Gott und die Welt. Last Christmas. Last Christmas. Schön. Ein Harlem Shake. Wir müssen einen Harlem Shake googeln. Pantomime Angela Merkel. Das ist einfach. Glaube ich, habe ich aber auch schon drin, aber ich tue es einmal. Ich tue es einmal rein. Tatort. Ein Soundtrack vom Tatort. So, Bohemian Rhapsody ist schon drin. Da habe ich mir schon was denkt dabei. Oh, Hakuna Matata. Ja! Den habe ich noch nicht drin. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Sweet Home Alabama ist, bin ich mir nicht sicher, ich glaube aber schon drin. Sweet Home Alabama. Never gonna give you up. Never gonna Never gonna give you up. So. Du kennst eine ins Leben von Pizzeria und Jaus nicht. Nein, ich kenne weder eine ins Leben, noch kenne ich Pizzeria und Jaus. Man verzeih mir. Oh, STS Fürstenfeld. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das kennt auch jeder. Fürstenfeld. Gurgelzeit, Vogelwiese, Ernst Mosch. Kenne ich nicht. Also, das hört sich für mich auch so. Oh, 300 PS von IAV. Das ist gut. IAV ist allgemein gut. IAV, wie heißt denn das Lied? Küss die Hand, schöne Frau. Ihre Augen sind so blau. Tirili, Tirilo, Tirila. Wie heißt denn das? Heißt das Küss die Hand? Ich weiß ja den Titel nicht. Weißt du, das Küss die Hand, kann man das bitte irgendjemand. Nochmal leid. Es kommt kein Dicht und Ergreifend in meine App. Kannst du knicken. Rockstars von Nickelback.
Dann nehmen wir lieber das, was auch wirklich jeder kennt. Nämlich, scheiße, wie heißt es denn? Jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, das Lied-Ding, ist ja wurscht. Super Mario. Super Mario. Küss die Hand heißt es, tatsächlich, okay, ja, passt. Küss die, das ist ein gutes Lied, das werde ich mir sofort, mich hätte ich mir jetzt anhören, wenn das Video nicht wieder aus dem Link gestrikt werden darf. Herr Inspektor von Seiler und Speer googeln. Eher das, was wirklich jeder kennt von Seiler und Speer, ist doch das ich weiß auch nicht, wie das gerade heißt, das wenn ich wieder heimkomme. Oh, willst du von Alligator? Sehr schön. Das ist gut. Ich scheiß auf dicht und ergreifend, jetzt lasst mich nur mit einem dicht und ergreifend Scheiß. Ich will es nicht sehen. Und hören. Hören vielleicht schon, singen nicht. So. We are the Champions. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das schon drin ist. Es ist auf alle Fälle Another One Bites the Dust drin. Es ist Bohemian Rhapsody drin. Es ist, also wer Bohemian Rhapsody googelt, ist für meines Erachtens, dem wird ein goldenes Denkmal auf Bierping aufgebaut. Google, schau hin, da liegt der tote Fisch im Haar. Da liegt ein toter Fisch im Wasser. Nimm mal mit auf. Herr Gabriel, bitte tu einen Jan Pille. Wen? Das kann ich doch wieder nicht. Ah, wen? Von Mickey. Nein, ein Mickey Krause. Nein, bitte nicht. Ein Mickey, verschonst mit Mickey Krause. Aber Dankeschön dir. Vom Tatort den Anfang haben wir schon. Durch der Intro-Liedl erst da an. Das soll ich mal googeln. Was für ein Intro-Liedl? Das ist der bayerische Defiliermasche-Zipfen. Der ist natürlich drin. Los Brutalos mit Bauwagen. Das kennen zwingen Leute. Das ist nicht best gemeint. Ich mag Los Brutalos, ja. Ist einigermaßen real. Und ich finde denen nicht das Dienstag und so, finde ich sehr lustig. Da ich auch gerne machen, aber das ist ab und zu mit Rass. Ich glaube, das verstehen eigentlich, einige nicht verstehen. Pantomime, die Eidechse ohne Knierschein. Nein. Ist ein Prosit schon drin zum Googeln? Jawohl, Frau Schenkemeyer, ist schon drin. Cantina Band, Star Wars, John Williams. Ich glaube, das ist sogar schon drin, bin mir nicht sicher. Cantina Band, Star Wars, wer das nicht kennt, muss saufen. Max! Ich glaube, da was? Mein Gott, warum hatten die Donations aber so kurz bloß? Was ist denn da eigentlich kaputt, Alter? Was ist denn da kaputt? Max, warum? Seit wann tust du per YouTube-Donation? Ich glaube, der Streamlabs ist hier. Streamlabs ist hier? Nein, ist er nicht. Das ist eine Donation von vorher. Hier schieben wir sie nochmal. So. Jetzt ist 20 nach 9. Ich sag euch was. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt unterhalten wir uns noch über irgendwas. Ist dieser Deal? Was kann denn jetzt als 2 Minuten Werbepause rein tun, dass ich mir schnell was zum Trinken hole? Weil ich sowieso brennen habe, dass ich gleich nicht mehr schmerzen kann. Ich muss schon die ganze Zeit koppen und ich kotze gleich her. Dem Land Tirol die Treue googeln, bitte danke. Weißt du was? Den Lieblingsnachbarn, den gefallen der mir einer noch. So, Aufgaben. Was aber. Moment, da muss ich da hergehen, Das ist alles fort. Dem Land Tirol, die Treue, das ist irgendein Nazi-Scheiß. Falls ja, dann habe ich jetzt Pech gehabt. So. Was ist das nächste Video soll ich laufen lassen, das kommt? Der haben wir aber einen Klassiker, ey. Wir weiß mit dem Klassiker. Haben wir nicht irgendeinen Klassiker? Ich weiß doch auch nicht. Es ist ein bisschen dumm, wenn ich da ein eigenes Video rein tun muss, aber ich mag halt nicht aus dem Link gestrikt werden, da habe ich keinen Bock drauf. So, gehen wir mal in meinen Kanal, dann lassen wir irgendwas. Was haben wir? How to's Aufspiel auf? Ich meine, ihr kennt alle How to's Aufspiel. Werbung, Captain Fallsack einhauen. Hau dabei das letzte Video vom Dampf ein. Das ist doch was. Dampfexpress, jawohl. So, könnt ihr mal im Dampfler. Schaut mal mehr am. Hoppala. Bergdruck, der Bitch.
Das ist aber auch gut. Kannst sagen, was du magst. Oh, das ist Arizona Sunshine. Das ist der mal meine. Das ist der mit. Die Leute, das tue ich euch rein. Jetzt bei so Wacht. Dann machen wir jetzt Vollbild. So. Dann machen wir Monitoraufnahme. Na, das gebe ich dir nicht gescheit. Das gebe ich dir nicht gescheit. Moment. Dann machen wir. Was machen wir denn dann? Jetzt pass auf, dann machen wir so. Machen wir es klar. Machen wir YouTube-Video schauen. Ich mache meine Cam dabei weg. So, ihr schaut euch jetzt folgendes an. Viel Spaß damit. Ich bin in 4 Minuten und 10 Sekunden wieder da. Bis gleich. Schöner Ranzen. Au! Wow. Guten Morgen, Scheiße. Alter, diese deutsche Synchro. Mein Gott, halt die Fresse, du Schwein, du redst wie Behinderte! Ist das nicht eigentlich die krankeste Scheiße auf der ganzen Welt? Ich kann mich sprichwörtlich da herstellen, dem Typen Knarre ins Maul stecken und so machen. Ich komm überhaupt nicht aus, Alter! Wo bin ich überhaupt? So, Freunde der Sonne, Zerpimmelung! Hey, da liegt der halb ins Gesicht. Das ist so fraglich. Das schreckt mir wegen, du Hurenmaul! So, einen Tepf, rechte Tepf. Oh, so, wie ist es gegangen? So. Linke Tepf. Boah, leck, Alter. Einen Popo. Da hab ich, ja, freilich. Hat dir der Papi wieder nicht gesagt, was, dass du mal, weiß ich nicht, zieh dir mal Hosen noch. Was ist das? Ja, Rind und Sturder, weil es wurscht ist. Da, den kannst du haben. Na? Na? Ja, grüß dich. Distanzschuss, jetzt pass auf. Wow, leck, das geht! Das geht so gegen das. I fucking love this! Kinder, das da, vor allem dieser Bereich und dieser Bereich, ist ganz klar kommt das vom Schleidern. Nicht wie die Kirche sagt, wirst du blind, sondern dir wächst der Ohrhekas aus der Schulter. Weiter im Programm. Hey, der Seehofer. Das ist so fragwürdig, Alter. Es ist das geilste ever. Nein, warte. Nein, warte. Ich sollte dieses Radio untersuchen. Oh, verdammte Scheiße, mir soll immer, glaube ich, dieses Radio untersuchen. Na, oh, leck, Alter! Alter, Kindi! Du kriegst ein Pfandl ins Gesicht. Pfandl to your face! Nein, das geht nicht! Stell dir vor, es ist Zombie-Apokalypse und du lässt bis dahin fallen. Rudi! Massaker, Bitch! Ja, ist recht. Oh shit. Oh, lecker geiler Hut! Hab ich nicht. Was ist denn mit dem Hut? Was soll ich... Was? Ja, dann fick dich, Hut! Gut, dann gehen wir ballern. Wally, was geht denn hier? Motherfucker! Oder was geht denn hier? Ich hab vor mir jetzt! Was soll die Scheiße? Bist du behindert? Die heilige Handgranate von Antiochia. Wird bestimmt lustig. Wenn ich da jetzt irgendwas aufsperre, lass mich raten, dann geht der verfickte Alarm los und diese Arschlöcher da oben kommen alle da oben. Wird ein Riesenspaß. Mist! Was hab ich gesagt? Schaltet aus! Mist! Da kommen sie! Was passiert, wenn ich eigentlich auf die roten Dinger da schieße? Bin schon wieder da. So, und für alle, die es nicht gecheckt haben, Dampfexpress, merci für das Best-of, abonnieren jetzt, Dankeschön.
So, ich hab was zum Trinken, Kinder. Prost! Ich hoffe, euch hat's gut unterhalten. Ich sag's im Chat, es hat's. Ich hab es jetzt auch, je öfter das so ist, desto lustiger wird's. Diese scheiß VR-Scheiße, die hat einfach so viel Potenzial zum Dreck machen. Das ist schon ganz witzig. So, dann wollen wir nochmal einen Schluck alleine düdeln. Moment. So, dann noch eine Dampfen ins Viech. Wunderschön. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Schmerzt mir noch über Gott und die Welt. Fragt's mich so an, das schon immer wissen wollt. Was weiß denn ich? Überhaupt und sowieso. Hans Eberl. Servus, Birger, wie geht's? Servus, Hans Eberl. Ich bin der Birger, mir geht's gut. Bis auf das, dass ich heute einen sehr Soapbrenner wahrscheinlich von dem Steckerlfisch hab. Dass ich nimmer gescheit schmerzen kann. Oh Gott, nein, Herr Laras, generelle Ansage, er schreibt, was hältst du von der CDU? Ganz ehrlich, politische Themen werden daherin nicht besprochen. Ich mag mich mit diesem Thema auch nicht mehr auseinandersetzen, weil es einfach nur noch lächerlich ist. Wolltest du immer wissen, warum du Pizarro und Jaus nicht kennst? Ja, warum kennst denn du A Perfect Circle nicht? Gut, jetzt langsam. Jetzt machen wir erst einmal wieder den kurzer Wink an die Moderatoren. Achtung! Der langsame Modus wird wieder deaktiviert. Ab jetzt. So. Mods triggern. Birger, das Lied, wo du gemeint hast, ist von der Seiler und Speer. Heißt das auch Heimkommst? Das muss ich noch dazu schreiben. Schreibe ich noch dazu. Heimkommst. Man, das ist das Einzige, was mir richtig hängen bleibt. Ich kenne das Lied natürlich von Seiler und Speer. Und wenn ich wieder heimkomme. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß den Titel nicht. Das ist so, weißt du, das ist so, ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist so der Fluch der Neuzeit des Musikkonsums. Wie man Musik konsumiert. In meiner Jugend, ja, habe ich nur Stunden im WOM oder im Müller in Straubing verbracht und habe mir CDs so gehört. Wenn ich mir dann noch nicht gekauft habe, Herr Geibefehl, was ist denn das für Glüftel? Stranitzen oder was? Verdrückt. Was? Was? Merci dir. Und man hat diese CDs ganz anders, hat man sich ganz anders damit auseinandergesetzt. Ja, man hat sich die CD angeschaut, man hat sich mit dem Booklet befasst, man hat sich die Liedertexte angeschaut, etc. Warum holst du die anderen Aschermittwoch? Weil es seit der Kindheit so ist oder aus dem... Was? Warum ich mir an... Ja, ich halte mich nicht an... Ich ist nicht ein Steckerlfisch, weil heute Aschermittwoch ist. Ich ist ein Steckerlfisch, weil es heute einen gibt. That's the reason. Nicht, weil irgendjemand in irgendeine Bier geschrieben hat, dass der Jesus-Sepp, irgendwas mit dem Jesus-Sepp passiert ist. Aber berechtigte Frage. Schaut natürlich nach außen so aus, warum holst du an Aschermittwoch? Weil es gibt halt heute vor unserem Haus den Steckerlfisch und den kriegst du nicht immer. Und dann haben wir gedacht, was da, dann nehmen wir heute zwei mit. Weil er einfach geil ist. Aus! Und heutzutage bei der Musik, wer war das jetzt? Merci Flo für den Zwickel. Dann sitzt du halt vor Spotify, hörst einmal ein Lied, ja, passt, die haben eine Playlist, hörst es noch 2-3 Millionen, das war's dann. Deswegen, so geht's mir ja mittlerweile auch, deswegen weiß ich viele Liedtitel nicht. Wie bist du auf YouTube gekommen? Herr Gabriel, mein Account besteht seit 2006. Ich war schon immer, das habe ich schon oft erzählt, aber ist schon lange wieder her, haben wir ja einen Haufen neue Leute. Es ist auch mal wieder Zeit für so ein Fragevideo, glaube ich. Ist auch mal wieder Zeit. Für das typische Viertel, die stundenlang Fragen aus der Community beantworten, vielleicht einmal mit ein bisschen weniger absolutären Bullshit-Fragen. Und das ist auch schon wieder über ein Jahr her. Sollen wir es mal wieder machen? Ich glaube schon. Ich habe mal wieder Zeit. Fragevideo Phase 2. 3. Mittlerweile ja 3. Das ist das 3. Jahr schon. Robino! Servus Birger, hab mir Merch von dir gekauft. Merci, Alter. Und hab gleich einen Body für meine ungeborene... Ernsthaft? Das ist Cuteness Overload. Bitte schickt mir Bettel. Bitte.
Geile Qualität und die Chlor wird sich sicher gefreien. Kommt im Mai. Alles Gute, Alter. Gratulation erstmal auf jeden Fall. Fetz mehr für das, was du machst und mach bitte weiter so, bester Mann. Ja, Robin Cote 95, Alter, das geht ab wie fucking Butter. Ich wünsche dir alles Gute mit dir und deiner Family. Möge der Vollbier-Squad mit deiner Tochter sein. Oder wahrscheinlich das Babykur passt am besten. Babykur passt am besten für Tochter, glaube ich. In Pink. So, wo waren wir? Wie bin ich zu YouTube gekommen? Mein Account ist von 2006. Ich war schon immer Internet begeistert, wie ich das erste Mal. Ich war schon immer PC begeistert. Da ist mein Pap dran schuld. Ja, der war Programmierer unter anderem. Bin sehr früh in Kontakt gekommen mit dem PC. Dementsprechend habe ich mich sehr für Computer interessiert. Dann ist das Internet gekommen. Ende der 90er habe ich mich dafür interessiert. Da hat es mir völlig einen Schädel zerrissen. Geilster Scheiß ever. Da war Internet tatsächlich noch Neuland. Und ja, 2005 ist YouTube gegründet worden. Ich habe das gesehen und ich habe einfach faszinierend gefunden, dass da jeder seinen Scheiß aufladen kann. Und jeder kann das theoretisch auf der ganzen Welt anschauen. Geht's noch geiler. That's it. Mein erstes Video, glaube ich, ist, weiß ich nicht von wann, 2008. That's it. Ja. Dann hat es 2011 das erste virale Video gegeben, das war halt Bavarian 300. Dann hat es 2014 das zweite virale Video gegeben, das war Bavarian Zap. Da ich aber damals noch nicht kapiert habe, was sie da draus machen lässt. Ja, damals war der YouTube-Hype nicht so, wie er heute ist. Oder wie er bis vor die letzten 5 Jahren sich einfach entwickelt hat. Und ich habe einfach selber auch nicht umrissen, was sie da damals schon wahrscheinlich draus machen hätte lassen. Schaut am Vollgerät an, ja? Den seine ganze Bekanntheit beruht ausnahmslos auf Synchro-Videos. Hab ich aber schon 5 Jahre vorher gemacht. Und ist viral gegangen damals. Damals hat es den Begriff viral noch gar nicht gegeben. Rudi, vergesst für den Euro. Ist auch immer wieder mal schön, wenn man sich alle paar Monate mal über das Thema unterhält. Einfach aus meinem, ich schwadroniere sehr gerne aus meinem YouTube-Alltag, ja, weil sonst interessiert das halt auch keinen. Zumindest in meinem näheren Umfeld, ich gehe meine Spätzchen damit zum Beispiel nicht auf den Sack, weil man über denkt, wenn die das irgendjemand interessiert, dann fragst du die schon. Aber die haben alle aus dem Alter heraus, sag ich jetzt einfach mal ganz, die finden zwar, glaube ich, schon ganz cool, was ich da mache und ja, ist geil, macht Spaß und wenn es dir taugt, passt, aber ich schwadroniere da nicht mit denen so drüber, deswegen unterhalte mich das auch immer ganz gut, wenn ich mich da mit euch mal unterhalte. Ja, und dann ist irgendwann, habe ich immer wieder mal so trepfallweise so Videos gemacht. Im Jahr 1, glaube ich. Ja? Und habe da über 8 Jahre, glaube ich, 2.000, 3.000 Abonnenten zusammengesammelt. Habe mir immer gedacht, oh geil, Und habe mich gefreut wie ein Schnitzel, wenn sie mein Video 100 Leute geschaut haben. Ja, dann kam 2017 und How to Leberkäse. Und dann bin ich von heute auf morgen sprichwörtlich, gleich nochmal hinten nachher, das gehört auch einmal im Jahr zumindest gemacht. Shoutout an bayerische Trinksprüche, war einer von den Seiten, da waren noch 2, 3 anderen dabei, aber ich kann mich nicht mehr erinnern an welche. Aber der griebigste und netteste und am wenigsten ausnutzendste war, glaube ich, die bayerische Stinkfekte. Merci dir, das hätte ich keinen Zehner kosten müssen. Das, wenn ich jetzt im Chat irgendwo gesehen hätte, hätte ich auch gemacht. Merci dir. Das ist zu viel von dir heute. Zu viel von dir, Herr Stinkfekte. Merci dir. Von Herzen drin. Die Facebook-Seiten als bayerische Trinksprüche, dann bin ich wirklich 2017 wirklich über Nacht hat das angefangen. Ich werde nie vergessen, ich habe How to Leberkäse fertig gemacht, das war eine Woche online, glaube ich. Und habe gesehen, es ist gut angekommen. Da schon und in meiner damals wirklich im Vergleich zu jetzt Mini-Community von 100 aktive Leute vielleicht oder 50 aktive Leute. Und ist gut angekommen, haben sich 50, 100 Leute geschaut und damals habe ich noch E-Mails gekriegt, wenn jemand ein Abo da lassen hat. Das waren im Monat 5 Leute. Sagen wir, ist halt so. Und wirklich über Nacht werde ich nie vergessen, damals habe ich nur ein Handy gehabt. Zumindest ein Tablet habe ich immer und da kriege ich halt E-Mails drauf.
Und von heute auf morgen, eine Woche später, wie ich das Video aufgeladen habe, ist es offensichtlich in Facebook viral gegangen, ohne dass ich es gespannt. Also habe ich selber nicht mitgekriegt und werde nie vergessen. Herr Walker, bester Mann, welchen Dampfer hast du? Ich habe 2 verschiedene. Ich habe, ohne dafür jetzt Werbung zu machen, Kinder, Dampfen ist schlecht, Raucher ist behindert. Wenn du nicht raucht, lass es bleiben. Ich habe da einen Aspire Speeder 2 und da oben habe ich einen Inukin. Fuck, ich weiß nicht, wie er heißt. Aber irgendein Inukin-Teil. Und auf einmal hat es auf die Nacht so um 8 Uhr, flog auf der Couch, Tablet flog da und auf einmal fängt mein Tablet an zum Eskalieren. Bzzzt, 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 bzzzt. Und auf einmal fängt es voll Gas an. Und ich habe dann nachgeschaut, E-Mails, Abo. Ich hab, Alter, was ist denn jetzt kaputt, Alter? Abo, und habe halt nicht gecheckt, warum. Ich hab dann meine Videos angeschaut, okay, wir haben noch genauso viele Aufrufe wie heute Nachmittag und sonst keine Ahnung, Alter. Hört aber nicht auf. Ja, am nächsten Tag in der Früh logge ich mich in Facebook ein und meine eigene Timeline ist mit meinem eigenen Video voll von anderen Leuten. Und zwar voll davon. Das ist über Nacht so dermaßen eskaliert, dass nicht mehr feierlich ist. Also da habe ich überhaupt nicht gerollt, was überhaupt passiert. Das hat, glaube ich, echt, das hat lang gedauert. Aber dann habe ich da halt, das war das 3. Mal, dass irgendein Video von mir viral geht. Das 3. Mal. Und dann habe ich mir gedacht, so, weißt du was? Und jetzt machst du mal nicht auf Faulsack, sondern schaust, dass du nachlieferst. Probierst das noch mehr aus. Ich hab noch mehr ein How-To gemacht. Wieder angekommen wie Sau. Hab wieder ein How-To gemacht. Wieder angekommen wie Sau. Und dann hat sich das so entwickelt. Das war im Mai 2017. Werde ich nie vergessen. War ein geiler Moment. Und dann habe ich gemeint, wir haben ein Gras. Da waren wir dann, weiß ich nicht, 10.000 Leute. Da habe ich mir gedacht, Alter, und haben wir fast wöchentlich 1.000 Leute mehr geworden. Also es war richtig heftig. Das ist dann 2017 so hingegangen. Und dann so, wie ich halt bin. Ja, ich bin so. Es sagt mir wieder, okay, offensichtlich kann es, passt. Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte, passt. Jetzt mag ich eigentlich nicht mehr. Dann hat mich damals ein alter Freund aus der ich hab keinen Bock mehr Phase, wenn mich was interessiert und ich häng mich da rein und das mache ich dann eine Zeit und dann biege ich ab. So ist es mit allem. Mit der Muse. Mit egal, was ich bis jetzt angefangen habe. Meine Browser-Games. Was sind noch so Beispiele? Alles, was ich so. Alle so Projekte, die ich anfange. Alle. Und da hat er mich dann davon aufgehalten, Alter, wenn du jetzt aufhörst, dann komme und hau dir aufs Maul. Habe ich weitergemacht. Und dann habe ich im März 2018 das wahrscheinlich bekannteste, für das, was ich am bekanntesten wahrscheinlich bin, Video gemacht, beziehungsweise 2 wahrscheinlich, weil das Folgevideo nach so einem massiv erfolgreichen Video ist auch immer bekannt, egal wie gut oder schlecht das ist. Sag jetzt auch mal einfach, wie es ist. Und zwar das Preißenkinder-Video. Und dann ist völlig aus dem Ruder gelaufen alles. Völlig. Also dann, ich hab nicht gewusst, dass man da noch mal einen draufsetzen kann. Hab ich nicht gewusst, hab ich nicht können sehen, keine Ahnung. Ich hab wirklich, und das werde ich auch nie vergessen, ich hab das Preißenkinder-Video fertig gemacht, war fertig. Das war das erste Kruzifix-Video. Das erste richtige Kruzifix-Video. Und hab mir das dann selber so angeschaut, wie ich fertig war, und dann bin so da gesessen und hab gedacht, Alter, das ist so schlecht, Alter. Das ist so schlecht, Alter. Ich glaub, das lade ich nicht auf, ey. Das kannst du dir nicht geben. Das kannst du dir nicht geben, Alter. Lass das. Mach deine How-Tos, die funktionieren, die kommen gut an, da hab ich auch Bock drauf. Und easy peasy, aber das ist, glaube ich, zu viel. Ich bin mir nicht sicher, ob das zu viel ist oder nicht. Oder ob die Leute die Art von Humor, die ich halt hab, verstehen. Oder ob der Erste kommt und das Tränzen anfangen, du kannst keine Kinder nicht ablernen. Oder sonst irgendein Dünnschiss halt von sich gibt, der keinen Sinn hat. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, drauf geschissen, jetzt hab ich es schon fertig geschnitten, mach einfach, weil es eh wurscht ist. Aufgeladen und völlige Eskalation. Also völlige Eskalation. Mit 5.000, 6.000 Abos im Monat habe ich nie wieder zusammengekriegt. Das Level habe ich nie wieder zusammengekriegt, bis heute nicht. Es hat ein paar Monate gegeben nochmal, wo ich ohne gekratzt habe, so ein bisschen.
wenn ich mal wieder nicht so videofaul war, wie die letzten fast eineinhalb, ja, das letzte Jahr. Ja. Und dann, Leitl, hast du schon wieder mal was vom Verein der Knaben? Ich höre schon nicht das Bärauch. Nein, habe ich nicht. Ich glaube, sie haben sich vielleicht 5-mal überlegt, wie ich gesagt habe, Freunde der Sonne, wenn da nochmal irgend so ein Bullshit kommt, dann werde ich dafür sorgen, dass 5000 Leute und mehr aus der Kirche ausdrehen. Und denen spendiere ich nur eine gratis Leberkasse und ein High Five mit Anlauf. So. Ja, wie geht diese Geschichte dann weiter? Ja, aber so bin ich halt jetzt bin ich halt da. Jetzt bin ich halt da und ich glaube, ich bin mir heute immer noch nicht sicher. Ob ich mir bewusst darüber bin, wie viele Leute mich eigentlich kennen. ich bin mir nicht sicher darüber. Ob ich das eigentlich immer noch, ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz realisiert. Ich kann nämlich sprichwörtlich nirgends mehr hingehen, ohne dass mich mindestens eine Person kennt. Mit nirgends meine ich nirgends. Weder zum Einkaufen noch und das, jetzt sind aber meine Videos, wo man mich sagt und wo wirklich viele Leute gesehen haben. Über ein Jahr alt. Teilweise 1,5 Jahre alt. Ich habe seit Ewigkeiten kein Kruzifix-Video mehr gemacht. Seit Ewigkeiten. Und ich mag auch nicht mehr. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich mag schon noch Kruzifix-Videos machen, aber ich kann's nicht mehr sehen, ständig dieselbe Scheiße zu machen über irgendwelche Leberkas, Deppen, Weißwurst, Trotteln, Leberkas, Grapfen, Spastis. Ich will nicht mehr. Weil es einfach ich hab 6, 7 so Videos gemacht, es ist immer das Gleiche, ich hab keinen Bock mehr. Und ich hab mir immer selber gesagt, scheiß auf die Klicks, scheiß auf Likes, scheiß aufs Geld, scheiß auf den Mist. Wenn ich keinen Bock mehr hab, dann lass es. Und dann bin ich letztes Jahr das Risiko eingegangen und hab Phase 3 eingeläutet. Phase 1, How-Tos. Phase 2, Kruzifix. Phase 3, Gaming-Streams. Phase 4, Sekt's mit dem März. Hashtag Spoilergefahr. Ja, nein, bin ich da. Und realisiere wahrscheinlich immer noch nicht, was wir mir da eigentlich tun. Wir sind mal über 85.000 Leute. Das passt immer noch nicht in mein Schelle. Passt immer noch nicht in mein Schelle. Der Andi fragt mich, machst du 2020 wieder mehrere Videos oder bleibt das bei dem Streamzeug? Also, ich möchte auf alle Fälle mehr Videos. Es sind unter anderem auch Videos. Ich möchte wieder mehr. Also, letztes Jahr ist ja fast gar nichts gekommen. Ja, da war das ganze Jahr nur Streamerei fast und 3 Videos. Oder irgend sowas. Und das werden dieses Jahr mehr, definitiv. Ein paar Sachen davon werden weniger Videos, mehr was anderes, aber das seht ihr dann, wenn Phase 4 eingeläutet wird. Sprich, es steht videomäßig wieder ein Contentwechsel an, beziehungsweise eine Content-Erweiterung. Ich möchte was ausprobieren für die breite Masse auf YouTube-Kanälen und massivst vielen anderen Plattformen. Ihr werdet es sehen. Für das erste, was ich da mache, das ist ja schon fast fertig, wird es kein direktes Video geben. Es gibt ein Video dazu, aber es ist kein direktes Video. Es seht dann, wenn es da ist. Ich mag jetzt nicht spoilern, ihr werdet sehen. Spätestens, lass mich schauen, zwischen Mitte und Ende März ist geplant. Sobald der erste warme Sonnenstrahl rauskommt, kommt das Ding. Wir werden sehen. Beauty-Videos, Schminktutorials mit dem Birger, die werden super, Alter. Wie schaut's eigentlich mit dem Vollfleisch-Squad aus? Das stimmt, ich schütte euch noch ein paar Grill-How-Tos. Die kommen übers Jahr. Die kommen irgendwann übers Jahr. Aber ich möchte mich auf diese eine Sache konzentrieren, bis ich damit fertig bin. Und die wird wahrscheinlich sich ein halbes Jahr ziehen. Also den ganzen Sommer über. Bis in Herbst, Winter rein. Je nachdem, wie es dann ankommt, wird Phase 4 vielleicht ausgebaut. Wir werden sehen. So. Hast einen schneller Fett wie ein Radierer brauchst. Was? Es war noch nie so richtig kalt. Ja, das stimmt auch, aber es ist ein Dreckswetter draußen. Hashtag Spoiler-Alarm. Mein Micah, I fucking warn you. Jeder, der es weiß, pst. Spiel mal Rainbow Six Siege. Nein, das ist kein Shooter für mich.
Sabrina Sieber schreibt, und bleibst bitte da. Also, Streams gehen ganz wichtig. Streams gehen ganz normal weiter. Das ist das Schöne an dem Streaming-Format. Da muss ich mich nicht so massiv, also das kostet mir nicht so viel Zeit, wie mir Videos und Skripte etc. kosten. Da muss ich mich nicht lang vorbereiten, da sitze ich mir einfach hier und machen wir einfach. Deswegen, das hören wir nicht auf. Bürgerphase 3 hast du falsch ausgebrochen. Das heißt Profit. Mittlerweile kommt der Profit auch dazu. Ja, muss man leider Gottes also sagen. Das heißt, leider Gottes ist Jammern auf hohem Niveau. Ich zwinge euch nicht dazu. Ja, ich zwinge euch nicht dazu, mich zu supporten. An dieser Stelle geht auch einmal seit langer Zeit mal wieder an alle gesagt, das, was ihr da mit mir macht, ist völliger Irrsinn. Unterschwellig, ich mag, kehrt aber auch einmal gesagt, ihr wisst's nicht, aus was für einem Haufen Scheiße ihr mir auserzieht, ohne dass ihr es wisst. Vielen herzlichen Dank dafür. Da gingen so viel High Fives und Fists und Greets und Bustis aufs Bauche und auf die Bandscheiben aussehen. Ihr habt keine Vorstellung. Keine Vorstellung. Derek Birger hat mehr ins Fan-Treffen, oder was? Nein. Nein, hat nichts mit Fan-Treffen zu tun. Vielen lieben Dank an euch alle. Ganz ehrlich, wenn ihr nicht so verdammt viel Leute wart, darf es keine Streams geben. Ich hätte schon lange wieder aufgehört. Es darf nicht so viele Videos geben, ich darf nicht so viel zeigt einmal. Es hätte die App nie gegeben. Es hätte alles nicht gegeben. Alles nicht gegeben. Und was teilweise, wir haben ja so viele Mitglieder. Vielen Dank auch an euch. Ich habe mir gedacht, wie ich damals freigeschalten worden bin für diese Mechanik der Mitglieder, für die Grundmechanik davon. Ja, wer tut denn das, Alter? Diese Subscription-Geschichte. Vielen lieben Dank. Mittlerweile haben Leute dabei, die haben fast seit 2 Jahren da drin. Dankeschön. Dankeschön. Was soll ich da sonst noch sagen dazu? Dann haben teilweise, es haben ein paar Leute dabei, die übertreiben es mit den Donations. Muss ich auch mal wieder. Das ist kein gestellte Zwidernis, ja. Habe ich schon oft erklärt. Kein Mensch hat irgendein Problem damit, da nimm mal einen Euro, nimm mal einen Zwickel, vielleicht einmal einmal im Monat, nimmst du mal einen Fünfer. Für Leute, die wirklich gut finden, was ich da mache und irgendwo rechtfertige ich dann auch für mich selber, Alter. Ich sitze auch stundenlang da und mache irgendwas und mache mir Gedanken und tue und zeige und klump. Aber wenn dann Leute kommen, die dann mit 100er schmeißen, ja, das ist einfach zu heftig. Es ist einfach zu krass. Das wird man nie in Scheller gehen, das vermittelt dann auch draußen ein Bild, das ich nicht haben will. Das ist noch gar nicht so lange her, vor 3-4 Wochen haben wir wieder jemanden gehabt, der sogar 200 Euro reingeworfen hat, wo ich mir gedacht habe, Alter. Und sofort war das einzige Thema im Chat nur noch 100er hier, 100er da, geldgeile Wichser hier und da. Und irgendwann switcht halt dieser eigentlich ironisch gemeinte Hashtag geldgeiler Wichser, switcht halt irgendwann in, er ist halt wirklich ein geldgeiler Wichser. Und macht nur eine Scheiße, damit er sich halt da nur seine 5 Euro holen kann und da seine 5 Euro holen kann. Und das möchte ich auf überhaupt keinen Fall. Um das geht's nämlich nicht. Mein Gedankengang ist, schön, wenn ich nebenbei mit was verdienen. Natürlich ist es geil, brauchen wir nicht schmerzen. Aber man muss es nicht übertreiben. Ja, darum haben sie Sachen wie die App zum Beispiel kostenlos. Andere Daten der Geld verlangen. Ende. Ciao. Herr Gabriel schreibt, Derek Birger, find's gut, dass du so bodenständig blind bist. Das geht aber wie Butter, herzlichen Dank. Und nicht wieder Montana Black, der was 7 Euro für einen normalen Chat verlangt. Ernsthaft? Tut er das? Da ich das nicht weiß, wenn er das tut, Gratulation an sein Fanbase, oder? Jawohl, lande in Real Life mit der Community. Ja, genau. Phase 4, Gnierscheiben für Salamander. Ich glaube auch. Ja, da gehen wir mal Gnierscheiben verteilen. Der Deathlehand schreibt, wie geht's da noch überhaupt mit dem Landwirtschaftssimulator weiter? Fahren wir mal wieder Bulldog, hoffentlich VR. Gibt's einen VR für den Landwirtschaftssimulator? Der Landwirtschaftssimulator, der ist nicht weg. Es kommt aber was anderes vorher vor dem Landwirtschaftssimulator, weil ich einfach mal wieder Bock drauf habe nach 9 Jahren, oder nach 10 Jahren besser, oder nach 11 Jahren mittlerweile. Was das ist, könnt ihr euch alle selber ausdenken. Ich meine, ihr spielt damit. Glaubt mir auch keiner, dass wir das immer spielen werden. Timo Beck, hey, Birger, wie wäre es mit Auto-Rettungsgassen? Das ist ein interessantes Thema. Ich erkläre gleich, warum ich das nicht mache. Jetzt irgendwie. Habe ich Drittel Birger, da bin ich wieder Rettungsfotzen. Rettungsfotzen to your face. Merci dir, Alter. Merci an euch alle Leute. Von ganzem Herzen drin. Brudi, küss euer Auge. Habibdali. Warum gibt es keine so Sachen wie Auto-Rettungsgassen?
Ganz einfach. Weil es genug andere aufmerksamkeitsgeile Arschfotzen gibt, die sich das Thema aussuchen und ganz genau wissen, dass damit einen positiven Effekt erzielen. Wenn ich jetzt mit der Autorettungsklasse daherkomme, dann poliert das mein Image auf. Ja? Oh, der Good Guy Birger zeigt uns alle, wie eine Rettungsklassen geht. Es ist nicht meine Aufgabe, dass ihr wisst, wie eine Rettungsklassen funktioniert. Und ich habe nicht das Bedürfnis, mich künstlich beliebt zu machen, weil ich jetzt so nett bin und meine Reichweiten benutze, um irgendwelche Rettungsklassen zu erklären. Weil ich ja so ein super sozialer Typ bin. Genauso wie ich versuche zu... Ich gehe zum Beispiel auch nicht, wenn ich vorher sage, so, ihr wisst nicht, was so eine Scheiße ihr mit auserzieht. Mit dieser ganzen Geschichte, ja? Dann kann die das, dann andere das wieder so machen und mir geht's so schlecht, ich brauche Geld, gib mir Geld. Das will ich nicht. Weil ich einfach den Eindruck habe, dass ich mein Image nicht aufzupolieren habe. Weil ich nicht muss. Habe ich den Eindruck. Mag arrogant klingen, mag vielleicht auch so sein, aber es gibt einfach keine nennenswerten Hater. Die gibt es einfach nicht. Ich weiß doch auch nicht warum. Ich weiß nicht. Der Voller-Ex-Empfang 24. Weißt du, was mit dem Bavaria-Bloggern los ist? Nein, dem hab ich sogar. Warte, da schauen wir jetzt mal direkt nach. Jetzt passen wir auf. Vielleicht hat er mal geantwortet, ich weiß es nicht. Bavaria-Blogger. Oh, ist das laut. Jetzt warte mal, da können wir uns ja miteinander schauen. Da wird er mit Sicherheit nichts dagegen haben. Herr Bavaria-Blogger. Letztes Video. 23.06.2019. Das ist über ein halbes Jahr her. Habe ich drunter geschrieben. Obacht, habe ich drunter geschrieben. Vor 2 Wochen. So gar nicht so lange her. C-Fix. Haben sie euch verrammt oder was? Wenn du hier nichts mehr machst, geht ein Stückel authentisch YouTube Bayern kaputt. Herr Bavaria-Blogger, das meine ich übrigens ernst. Du bist einer von ganz wenigen, von extrem wenigen authentischen, bohrischen YouTube-Leid. Du bist du nicht sogar der Größte nach mir? Es gibt noch Orte, es gibt so Landwirtsetten, die bezeichnen die nicht als ernsthafte YouTuber, die weiß nicht, was die da machen. Wenn du ihr nichts mehr macht, geht ein Stückchen authentisches YouTube-Bayern kaputt. Das ist euch hoffentlich schon klar. So, jetzt schauen wir mal. Hat da jemand geantwortet. Da habe ich 11 Daumen oben gekriegt. Und der Heras schreibt drunter, habe ich mir auch gerade gedacht. Wahrscheinlich macht er nichts mehr. Kannst du nicht sagen. Aber wahrscheinlich mag irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer mir das geschrieben hat. Ich weiß nicht, wer mir das geschrieben hat, aber offensichtlich hat es ein Spezi, der Razer, oder wie er ihn nennt, oder wie er heißt, keinen Bock nicht. Oder nimmer. Und er auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Schade. Das ist schade drum. Aber ganz ehrlich, gehört sich akzeptiert, irgendwann kommt der Tag, wo ich auch sage, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt muss ich mir in Ruhe sein. Oder mache 2 Jahre Pause. Oder mache einfach Pause auf unbestimmte Zeit. Oder irgendwann komme ich wieder. Kommt irgendwann, 100%ig. Ich habe noch nie so lange eine Sache durchgezogen wie diese hier. Noch nie. Kommt irgendwann. Herr Pfingstl, da haben Sie vielleicht gar nicht so ganz unrecht. Aber das wird nicht funktionieren. Und der Race ist bei ihm übrigens nicht der Beste beim Bavaria-Blog, sondern sein kleiner Bruder. Oder sein kleiner Bruder hat so einen trockenen Scheißhumor, dass mich fast jedes Mal zerreißt, wenn der da ist. So, was haben wir noch? Was haben wir da? Dampfexpress, der Simmel. Birger, sag ist Birgerin, Heigein. Grüß mir bitte mal. Mohe. Der Radical Peter hat eine Mandelentzündung. Du kriegst einen Haufen Eis, das ist eigentlich ziemlich geil. Kriegt man da nur Eis? Weiß ich nicht. Real Skills HD. Hey Birger, was sagst du zum neuen Rapper Fichtenkartell? Dem habe ich gestern was drunter kommentiert, kannst nachschauen. Was ich da dazu sage. Tja. Jetzt ist 10. Okay? Andi Adi, Alter, wo bleibt dann meine Munterung am Montag und am Mittwoch? Du stirbst ja, wenn es Pause macht. Das war jetzt fiktiv, ich mach keine Pause. Es steht keine Pause auf dem Plan.
Es kommt wahrscheinlich über Ostern einmal eine kurze Pause. Die kurze, wenn es schön ist, kurze Mini-Sommerpause. Oder um meinen Geburtstag einen Monat später. Und dann kommt im Sommer die lange Sommerpause 4-5 Wochen lang. Wobei, da kann man auch mal kurz drüber schmerzen, da habe ich noch gar nicht Gedanken nicht gemacht. Die Bürgerin hat Ende September Geburtstag. Da müssen wir wegfahren. So, dummerweise ist jetzt natürlich, ich möchte gern die Sommerpause, 5 Wochen, so wie es letztes Jahr war, die genehmige ich mir einfach, weil ich wahrscheinlich wieder auch in meiner Arbeit 3-4 Wochen Urlaub kriege. Während die Sommerferien mal. Ja, da hat keiner was am Handy verloren, geht's aus, ihr hockt euch am Weiher und Bots oder der jetzt irgendwas, aber schaut keine scheiß Videos nicht und keine Streams. Und dann ist das Problem, dann komme ich so Anfang, Mitte September wieder und dann müssen die Ende September noch mehr eine Woche weg. Ja, das ist schlecht. Weil wir halt wegfahren. Da hat Bürgerin Geburtstag. Aber das wird wahrscheinlich auch so laufen. Ich werde es nicht anders machen können. Ich werde nicht anders machen können. Das werden wir schon sehen. Die Mottel schreibt, wir sagen auf jetzt merci, oder dass du deine Zeit für uns nimmst. Ist ja nicht so, dass die Zeit umsonst ist. Ja, mir taugt ja das auch, was ich da tue. Sonst hätte ich niemals so, hätte ich nicht 5 Jahre Videos gemacht und die keiner anschaut. Und er ist immer wieder belustigt, Best Grüß aus dem Allgäu, hast das verdient. Ja, Mattel, es geht runter wie Butterfett, geht's gut. Phase 4 ist Bürgerin, ja. Teeny Weenie, schaust du die Kommentare noch durch? Ich hab mir die Arbeit gemacht und hab extra für dich einen Trinkspruch gedichtet. Hoffe, der gefällt dir. Teeny Weenie, wenn ich ihn sage, wenn er mir gefällt, komm da rein. Du bist eh schon mit irgendwas drin. Mein Meiker Birger, du bist es echt wert, da ist der Montag und Mittwoch gleich viel besser weiter so. Das ist auch was ich, ja, mein Meiker geht auch, aber wie Butter habe ich deren Messe, küsst der Auge, Brudi. Das ist auch was ich auf meiner Seite der Kamera, nicht, einfach nicht greifbar hab. Dass das offenbar so viel Leid von euch so hart unterhält, was ich da tue. Für mich ist das, ich sitze doch bloß da und erzähle irgendwas, aber offen, oder speie irgendwas und euch unterhält das. Das ist was, das kann ich auf meiner Seite der Kamera einfach nicht greifen. Und keine Ahnung, weil wenn ich jetzt da sitze und da mir voll die Skripte und Shows ausdenken und was weiß ich, dann kann ich mich wahrscheinlich in die Lage versetzen, so, ja, das kann ich nachvollziehen, dass das und das unterhaltsam ist und das nicht. Aber ich sitze ja einfach bloß unvorbereitet da und mache irgendwas. Das ist das, was ich oft nicht verstehe. Irgendjemand hat vorher noch gefragt, ob ich YouTube hauptberuflich mache. Nein. Ich habe eine ganz normale Arbeit allerdings nur halbtags. Was da allerdings dazu gesagt wird, das habe ich schon da lang bevor diese YouTube-Geschichte angefangen hat. Das ist nicht der Grund. So. Der Jodelmax schreibt, was kommt am Montag, Birger? Da der wir natürlich weiter mit The Evil Within. Und am Mittwoch der wir weiter mit Metro. Die Steffi schreibt, wir haben die halt alle lieb. Dankeschön für das super Entertainment, machst uns immer gute Laune. Das ist das Schönste, ja. Und das ist unbezahlbar. Was ich dazu sagen, das ist unbezahlbar. Wie geht's meine Katzen? Gut, die Kleine nervt so viel. Die darf jetzt seit ein paar Tagen, ein paar Wochen, darf die aussehen und die nervt so viel. Furchtbar. Birger, du hast meinen Respekt, gehst nochmal in die Arbeit und bringst jetzt mal im Stream eine gute Laune mit. Ich will einfach mal Danke sagen. Tim Gabriel, ich muss Danke sagen. Ich bin derjenige, der sich bedanken muss. Nicht das. Hirschi! Aber du hast halt einfach einen geilen Charakter, Brudi. Ja, der war in echt schon noch mal ein bisschen anders, so ist es nicht. Natürlich muss ich mich vor der Kamera ein bisschen zurückhalten, was ich sage und was nicht. Das ist schon noch mal 3, 4, 18 Hausecken schlimmer ohne Kamera. Aber ich sage jetzt einfach Danke. Keine Ahnung, was soll ich da sagen? Soll man sich da bedanken, wenn einer sagt, hey, du hast einen guten Charakter? Hab ich den wirklich? Weiß ich nicht. Wird dann schon so sein. Wann geht's mit dem Gustl weiter? Weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht. Jetzt wird dann erst einmal in 2-3 Wochen Phase 4 eingeläutet. Je nachdem, wie die ankommt, wie man das motiviert oder demotiviert, je nachdem, wie es halt ankommt, werden wir sehen, was kommt und was nicht. Ich weiß noch nicht. So viel Plan mache ich mir dann da auch nicht. Der Blatt schreibt, was ist mit dem 3-haxerten Hund? Dem geht's gut. Also der geht, die ist so auftrat und so Ding, der ist so scheißegal, dass bloß 3 funktionieren, die Haxen und einer
verkehrt rum gewachsen ist, der Rest ist so scheißegal. Das ist übrigens, sie hat den Namen aus Rumänien Hailey gekriegt. Ich finde Hailey nicht toll. Für mich heißt es Gnädel, Semibresel oder Gnädelsepp. Und bei mir hört es auch auf den Namen. Bei der Bürgerin, die sagt Hailey, sagt sie Hailey. Aber die ist keine Ahnung. Das ist der absolute Übergnädel. Ich habe leider gerade kein Beutel nicht da, sonst darf ich es schnell herzen. Aber irgendwann kommt es schon mal. Das ist lustig. Auftritt wie die Hölle, aber egal. Gustav Hackbatscher, mein Valuta nie um selten was gehabt, was wir am Abend zusammen machen. Okay, jetzt wird's krass. Jetzt schauen wir über deine Stream und laden uns kaputt. Hashtag bester Mann. Das heißt quasi, ich habe euch mehr Zeit miteinander verbringen lassen und das ist wirklich, neben der Unterhaltung und guten Laune zu die Leute bringen, nochmal eine geilere Sache wie alles andere. So, jetzt, ich mag mich jetzt da nicht mit, danke für eine Herzzahl, das ist einmal wieder, ich mag jetzt da nicht ich mag mich jetzt da nicht mit Lobs und Diepen, wie geil es ist, zuscheißen lassen, was ist das? Vielen lieben Dank, in kurz und knapp, in 2-3 Wochen gibt's was Neues, was die meisten noch nicht kennen, der harte Kern kennt's und der harte Kern weiß auch, was Wort wahrscheinlich, hat's aber noch nicht gehört. Jetzt habe ich mich quasi selber verraten. Gratulation, Birger! Das kommt davon, wenn du deine Fotzen nicht halten kannst! Aber der Rest, die meisten werden es nicht verstehen. Herr Moser, Phase 6, Birger kommt ins MCU. Nein, da kommt der Trachtmann hin. Bevor der kommt der Trachtmann ins MCU. So, Freunde der Sonne, jetzt ist 6 nach 10. Ich hab jetzt Hunger wie Sau. Hab heute bloß noch einen gestungen, ein Brezen und einen gestungen Steckerlfisch, wenn ich sage, da meine ich nicht damit, dass der Steckerlfisch nicht gut war, sondern er ist halt nichts. Er ist ein Magendratzel für meinen Drumranzen. Weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Freunde der Sonne. Folgendermaßen wird das jetzt laufen. Ich werde mich morgen Nachmittag hinsitzen und werde noch so viel, alles was euch noch einfällt für die App, kommentiert das unter How to Saufspiele. Ich werde die Textdatei vor allem durchgehen morgen und noch die Volksfest- und Festivalaufgaben rein. Dann kommt das Community Update 1.0 für die App Bumsuf. Wer Bumsuf noch nicht kennt, schaut sich jetzt How to Saufspiele an. Ich glaube, jeder, der noch da ist, der kennt's. Wem es gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, das mich freuen. Wer noch kein Abo da, ist jemand da, der noch kein Abo da lassen hat? Ich weiß nicht. Falls nicht, lasst ein Abo da. Wenn jemand da ist, der noch keine Glocken aktiviert hat, auf YouTube, aktiviert die Glocke. Warum? Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich live gehe oder ein Video, auch wenn ich ein Video auflade. Denn der YouTube-Algorithmus ist so ein lustiger Kerl. Selbst wenn du mir abonniert hast, aber die Glocke nicht aktiviert hast, kann es sein, dass du nicht über die neuen Sachen benachrichtigt wirst. Was dann die Funktion des Abos für einen scheiß Sinn hat, für jemanden, für einen YouTuber wie mich, der nicht jeden Tag 5 Videos aussieht, scheißt, weil Hauptsache Videos, sondern alle paar Tage mal einen Stream macht und alle Wochen einmal ein Video macht. Das weiß der liebe Gott und YouTube wahrscheinlich nicht einmal selber. Aber egal. Dann kommt am Donnerstag, also morgen Abend oder im Laufe vom Freitag, das Community Update in den App Store. Also ihr werdet dann, so wie ich das kenne, automatisch per Play Store benachrichtigt und kriegt das Bumsuf-Update und dann haben die ganzen neuen Aufgaben von euch drin, die ganzen neuen Trinksprüche, ein paar Fälle behoben, dies und das. Einfach Community Update 1.0 und dann ist die App fürs Erste so, wie es fürs Erste sein soll. Das zweite große Update kommt dann im Laufe des Frühjahrs, im Anfang Sommer. Ja, um noch mal ein bisschen drauf aufmerksam zu machen, auch natürlich, eventuell mache ich da ein zweites einfaches Video dazu, wo ich mir bloß schnell hersitze und erkläre kurz, was nice ist. Und dann, da ich sagen, sehen wir uns spätestens am Montag 20 Uhr mit der Evil Within Teil 3. Es war mir wie immer eine Ehre. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Donations. Seid schon wieder, es ist jetzt mal dasselbe. Vielen Dank für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Haben einmal, auf einmal wieder ein Haufen dabei, ein Haufen neue Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir sehen wir uns. Ich würde sagen, viel Spaß mit Bumsuf am Wochenende. wieder. Küss euer Auge. Luft's gut. HB
Bis Montag. Haut's euch rein. Habe Tiere.